7-mal haben unsere 7 Landfrauen füreinander gekocht und sie ihre eigene strenge Jury gewesen. Heute kommt aus, wer die Gewinnerin von der Landfrauenküche 2014 wird. Antreten sind Monika Bernhard aus Ortenen-Schönbühl, die mit einem Filet am Fädeli auftrumpft hat. Die Baslerin Janine Fischer hat ein Schweinsnierstück mit Peterli-Krusten serviert. Die Heidi Hofstetter aus dem luzernischen Entlebuch hat mit einem Schafschigo gepunktet. Vom solothurnischen Biezwil kommt Nicole Reusser. Sie ist mit Schweinsmedaillon an einer Nusskruste ins Rennen. Die St. Gauerin Ruth Breitenmoser hat sich an einen Sommerbock mit Krautstillpäckchen und Spätzli gewagt. Die Vreni Scherwe aus dem bernischen Clavaleyres hat mit ihrem Alpnidle-Gulasch überzeugt. Und Tanja Bisacca aus dem tessinischen Blenjotal hat Küngel mit dreierlei Polenta aufgetischt. Das ist SRF bei den Leuten Landfrauenküche, das Finale. Und da ist unser Moderator, der Nick Hartmann. Voilà! Besten Dank, Sen und Nonsens. Hey, 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 hey. Besten Dank. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen. Wir sind in Gossau im Zürich Oberland. Und was da passiert, das ist live. Es gibt im Jahr 2014 3 grosse Ereignisse. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Das ist 25 Jahre Mauerfall in Berlin. Das feiert man heute. Und es ist das Finale der Landfrauenküche 2014. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja. Nur schnell. Das ist ein Kuvert, ein goldiges. Und in diesem goldigen Kuvert steht jetzt bereits der Name der Siegerin der Landfrauenküche 2014. Was wir hier machen heute, ist ein riesengroßes Landfrauenküche-Fest mit unseren Protagonistinnen, die uns zum Staunen gebracht haben in den letzten 7 Wochen, die uns manchmal sogar zum Brüllen gebracht haben, weil es so rührend war, und uns den Speck durchs Maul gezogen haben. Unsere 7 Landfrauen, es ist Zeit, dass wir sie auf die Bühne holen. Wir fangen an mit der Monika Bernhard aus Ortenen-Schönbühl. Mit der Janine Fischer aus dem kanadischen Riechen. Heidi Hofstetter aus dem luzernischen Entlebuch. Nicole Reusser aus dem solothurnischen Biezwil. Ruth Breitenmoser aus dem Toggenburg. Vreni Scherwe aus Clavaleyres. Und Tanja Bisacca aus dem Blenjotal. Hey, Ladies. Grüßen das zuerst mal. Ihr seid ja schon Showgirls. Ja? So eine eingeschworene Mädchen-Truppe ist das wohl. Gell, Ruth? Es ist fast, so habe ich das Gefühl, fast schade gewinnt eine heute Abend. Ja. Da stehen, würde ich sagen, 7 Siegerinnen. Ist das wahr? Vor dir stehen 7 Siegerinnen. Ja, wir hatten so eine tolle Zeit gehabt. Es ist, gell? Wir haben es mega schön gehabt. Ja. Tanja hat Doppelbelastung. Gestern die letzte mit der Sendung. Gestern Freitagabend SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Heute die Finalsendung. Bist du zum Beantworten von Meldungen, von SMS und so weiter gekommen? Ja, fast nicht. Nein, es hat ununterbrochen geläutet und SMS und Facebook, alles. Aber irgendwann musste ich sagen, jetzt muss ich schlafen gehen. Wer sind ihr ins Bett gekommen? Wer ist das letzte ins Bett gestern? Haben ihr noch ein bisschen gefestet? Ja, bei Mais. Ist etwa 1 geworden. Okay. Rainy hat noch einen Cocktail haben gestern. Noch ein bisschen Mut, noch ein bisschen für den Mut etwas sorgen. Wie geht es mit der Nervöse? Gib mir schnell die Hand. Schön warm, wie man es aufs gewannet ist von der Bauernfrau. Ja. Ja, du, in 2 Stunden sind wir euch, ja, los ist vielleicht falsch zu sagen, aber leider schon wieder vorbei. Und wir schauen heute ganz viele tolle Momente an von der Landfrauenküche 2014. Und wir fangen an mal. Jede
von euch, dass wir euch noch schnell ein bisschen vorstellen. Die erste Reise der 7 Landfrauen geht ins Bernbiet, genauer auf Urtenenschönbühl. Dort wohnt Monika Bernhardt mit ihrer Familie auf dem Seehof. Bernhardts haben 25 Mutterkühe mit Kaubli. Die Monika kocht ein Rindsfilet am Fädeli und legt die Messlatte gerade ziemlich hoch. Oh, der hängt ein bisschen lang, aber es macht nichts. Die Woche darauf reisen die Landfrauen in den Kanton Basel-Stadt. Bei der Janine Fischer bekommt der Begriff Hundewetter ganz neue Dimensionen. Janine macht nicht nur auf dem Traktor eine gute Figur, sondern auch in der Küche. This is a slight trickling. Und als gebürtige Kanadierin hat sie sogar einen richtigen Western-Salon zu bieten. So, sind wir gespannt. Der dritte Etappenort ist das luzernische Entlebuch. Was machen die? Da vertreibt es dir zwei. Heidi Hofstetter hat nicht nur als Lämmli-Mutter alle Hände voll zu tun, sondern auch im restlichen Milchschafbetrieb alles fest im Griff. In der Küche hat sie keine Berührungsängste mit grossen Fleischmücken. Aber Priska, komm. Weiter geht's auf Biezwil im Kanton Solothurn. Bei der Nicole Reusser auf dem Hof jüngelt es überall. 5 Kinder, viele Hühner und Geissen und jede Menge Säule im Stall. Das alles geht nur, weil sich Nicole überall zu helfen weiss. Erst recht in der Küche. Ja, sie haben... Etappenort 5 ist Libingen im Kanton St. Gallen. Stoßen auf Ruth und die Landfrauen. Die Landfrauen müssen sich noch ein bisschen Mut antrinken, weil es geht zu Fuß ab sie auf 1100 Meter auf die Meiersalp. Bei der Gastgeberin, Ruth Breitenmoser, badet nicht nur 2 im heißen Wasser, sondern gerade auch noch die Landfrauen selber. Die Woche darauf sind die Landfrauen zu Gast im bernischen Clavaleyres beim Vreni Scherwe. Sie ist ein richtiger Heimli-Face. Das ist mein Herz, das ich alle Jahre mache für meinen lieben Mann, Freddy. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Und sie überrascht auch die Landfrauen mit einem besonderen Geheimnis. Als ehemalige Militärköchin macht sie mit den Landfrauen eine richtige Rüebli-RS und serviert den Salat in der Gamelle. Die letzte Station der Tour de Suisse führt ins Tessin. Da im malerischen Bleniotal lebt Tanja Bisacca, die als Au-pair-Mädchen gekommen und geblieben ist. Sie ist fast schon tessinerischer als die Einheimischen, kocht Coniglio con Polenta und lagert ihre Köstlichkeiten noch immer in einem urchigen Grotto. Das sind unsere Landfrauen. 7. Und ich habe am Anfang gesagt, wir machen das Kochfest, das Landfrauenfest. Darum haben sie auch Schüben an. Wir wollen euch noch einmal kochen. Ihr habt selber Rezept entwickelt, zusammen mit einem Sternenkoch, zusammen mit dem Stefan Wiesner. Den lernen wir jetzt gerade kennen. Und für euch gilt es jetzt ab in die Küche. Ihr habt die Sachen parat gemacht. Bitte sehr, ihr wisst, wo ihr hergehört. Jetzt aber hat es Kräutchen, es hat Trockenfleisch vom eigenen Hof. Da hat es so etwas wie eine Sellerie, aber ich glaube, es ist keine Sellerie. Du kannst mir nachher sagen, was es ist, Nicole. Ich habe Ihnen erzählt von Stefan Wiesner. Das ist ein Mann, der im Entlebuch seit Jahren spitzenmässig kocht. Der hat 17 Go im Mio-Punkte, hat einen Michelin-Stern. Und das ist der, vielleicht macht es einen Klick, der unter anderem auch mit Heu und mit Steinen und so solchen Sachen kocht. Der Stefan Wiesner.
Der Stefan Wiesner sieht man mehr in der Natur als in der Küche. Er ist immer auf der Suche nach neuen Ideen und Zutaten für seine Menü. Der Bachlauf da, das ist sozusagen meine Heimat. Und wenn ich da mich bewege oder wenn ich jetzt da drauf laufe, dann studiere ich natürlich, wie könnte ich das alles zusammenbringen in einem Gericht. Und wenn ich da mich drinnen bewege, dann sehe ich eigentlich auch, da könnten Frauen sein, da ist Schwemmholz, da sind Steine, da ist der Backkresse. Das muss einfach zusammenpassen. Und ich sehe mich eher so als Gourmet-Koch schon, aber ich bin eher einer vom Volk. Ich bin kein Koch mehr in dem Sinn. Ich probiere mit Kochen Sachen umzusetzen, sei es eben Philosophie, sei es Literatur, sei es Musik, sei es Geschichte, sei es alte Wissen. Ich bin nicht mehr so der Hexer, den ich früher war, wo ich einfach nur etwas aus einem Stein Gold machen oder wie auch immer, sondern ich probiere eigentlich von der Teufel auf etwas zu erzählen und etwas zu realisieren. Zusammen mit seinen Köchen und Köchinnen verwandelt der Stefan die Inspirationen zu einem 8-Gang-Menü. So wie der zweite Gang. Die Forellenfilet im Bachbett mit Kieselsteinen und Knusperforellen-Essighut. Serviert im Glas mit Rottannenschwemmholz und übergossen mit Forellenfischsuppe. Jeder Gang wird vom Chef persönlich vorgestellt. Unmittelbar, wenn Sie euch das angegossen haben, dann tut ihr den Deckel drauf und genau 2 Minuten warten. Nach 2 Minuten den Deckel dran und dann wünsche ich einen recht guten Miteinander. 4-mal im Jahr entsteht so ein komplett neues Menü. Das Essen im Rössli Zerscholz-Matt ist für den Gaumen und fürs Auge ein Erlebnis. Und es freut mich sehr, dass er heute Abend hier bei uns bei der Landfrau. Das ist der Stefan Wiesner. Sali Stefan, schön bist du da. Freut mich sehr. Der Stefan und ich haben uns, ich weiss auch nicht, vor etwa 10 Jahren wahrscheinlich einmal kennengelernt. 15 Jahre. Ja. Wo ich bei dir durchgewandert bin. Und dann hast du mich verwöhnt. Und zwar mit einer professionellen Einfachheit, die seinesgleichen sucht. Das ist einfach das Faszinierende an dir. Du hast, glaube ich, unglaublich gerne Gäste. Das ist so, ja. Und ich gerne tue sie Produkte. Ja. Und ich tue sie gerne glücklich machen. Du hast spontan zugesagt, mit der Landfrau zu kochen. Warum? Was hat dich daran fasziniert? Gut, das ist natürlich meine Stärke, zu analysieren, auf einen Hof zu gehen, zu schauen, was sie haben, wie sie leben, was für Tiere sie haben, der Garten, die Bäume, Bachbett, die auf der Nähe sind. Das nachher in ein Gericht zu fließen, das ist eigentlich so das, was ich gut kann. Was bedeutet dir Tradition, vielleicht sogar jetzt eine Landfrauen-Küche-Tradition auch? Ja, das ist ganz wichtig, dass das eigentlich geerdet ist. Auch unser Schweizer Volk muss das haben, dass wir noch wissen, das ist unsere Wurzeln, das Essen und das gehört dazu und das müssen wir auch pflegen. Obwohl es bei dir ja nicht einfach Plätzchen im Saft gibt und Nüdeli oder Schnitzel, Pommes frites und Salat mit französischer Sauce, ne? Ja, das ist richtig. Aber es hat Ähnlichkeiten. Es ist das gleiche Denken und die gleiche Ehrfurcht und es ist die gleiche Ehrlichkeit hinterher. Hat es Überraschungen gegeben auf diesen Höfen? Überraschungen, ja, es ist halt die anders. Das ist ja so. Und ich will da niemand sagen, der da bevorzugt wäre oder so. Im Norden musste ich ein bisschen schauen, wo ich durchfahre. Es war gerade ein bisschen eng und es ist da ein bisschen stotzig links und rechts gegangen. Wir schauen doch einmal an, wie du zu diesen Landfrauen aufgegangen bist oder hintergegangen bist. Ja. Der Stefan Wiesner ist von Hof zu Hof und hat mit diesen Landfrauen zusammen ein Rezept erarbeitet. Eben, erwartet sie jetzt nicht einfach etwas Konventionelles. Oder?
Ich bin der Stefan. Freut mich. Sali Stefan, Monika, ja genau. Freut mich. Hoi, Stefan, herzlich willkommen. Ja, nicht so weit mich. gehen. Hallo zusammen. Oh, hoi. Sali. Ich bin Ruth. Nein, Schlüssel. Es waren spezielle Momente, wo der Stefan Wiesner auf die Höfe der Landfrauen kam. Am Anfang haben weder er noch die Landfrauen gewusst, auf was sie sich genau einlassen. Nur, das Ziel war klar, für jede Landfrau soll es ein unverwechselbares Thema geben, das sie in der Finalsendung kochen können. Ja. Salz nicht. Schnell hat die Chemie angefangen zu stimmen und die Ideen sind nur noch so gesprudelt. Ich habe gerade gedacht, das Sämpfeli, das du hast, ist wahrscheinlich noch so geeignetes Heu. Das Sämtli ist ein bisschen kleiner und ist ein bisschen grüner. Das hier ist der Regent. Das ist der Regent, ja. Das ist unsere Hauptsorte bei den Roten. Darf ich ein Stück Ja, selbstverständlich. Ja, wahrscheinlich. Etwas ist schnell klar geworden. Der Geschmack der Gerichte ist nur das eine. Fast mindestens so wichtig ist dem Stefan die Präsentation. Wenn du das anschaust, das sieht so wie eine Landschaft aus. Wenn du noch ein bisschen quer schaust. Und häufig haben ihn Sachen interessiert, die anderen nicht einmal wären aufgefallen. Aber schlussendlich hat es immer gehauen. Oh ja, du super. Nach dies nach sind Themen und ihre Gestaltung deutlich geworden. Das Vreni Scherwe macht eine Variation mit dem weiten Thema Milch. Das spricht mir gerade aus dem Herz. Das mache ich extrem gerne. Das passt mir. Das gefällt mir einfach gerade. Bei der Monika Bernhardt hat sich das Thema Gersten aufgedrängt. Es hat viele Sachen drin, wo ich noch ein bisschen meine Zweifel habe. Bei der Nicole Reusser sind dann nicht nur Zuckerrüben zentral. Worauf ich mich wirklich freue, ist das Anrichten. Also, das klingt gut. Ein Bauschutt als Dekoration, das gefällt mir. Dass beim Heidi Hofstetter das Thema Schaf im Vordergrund steht, ist fast logisch gewesen. Ich bin von meinem Können ein bisschen skeptisch, ob ich das hinbringe. Bei der Ruth Breitenmoser soll es eine neu kreierte Alpbratwurst mit speziellen Beilagen geben. Ich bin überrascht. Also, es liegt ja fast alles vor der Haustür. Mit diesen Zutaten. Probieren durcheinander essen. Tanja Bisacca macht eine süße Überraschung mit Polenta und Trockenfleisch. Ich hätte mich jetzt nie gewagt, so etwas zusammenzustellen mit Fleisch und Polenta, ein Dessert. Also ist für mich sehr spannend. Und last but not least spielen bei der Janine Fischer die Krise die Hauptrolle. Mixen und dann tust du es wieder abpassen. Ja, ich glaube, ich bringe das an. Ich freue mich, um das mal auszuprobieren. Finale von der Landfrauenküche 2014. Wir sind im Kanton Solothurn bei der Nicole Reusser. Ich habe vorher gesagt, es könnte Sellerie sein, es ist aber so etwas Langes und es ist süßlich, es ist Zuckerrüben. Ja, klar. Das gibt es natürlich in deiner Gegend. Wie war die Saison? Es hat viel geregnet. Ja, wobei für die Zuckerrüben ist vor allem ein guter Herbst wichtig. Der Zuckergehalt entwickeln sie im Herbst und wir hatten einen traumhaften Herbst, haben entsprechend auch eine super Ernte gehabt, also wir sind sehr, sehr zufrieden. Was macht ihr normalerweise aus den Zuckerrüben? Isst man das? Nein, normalerweise Nein, wir die auf Arberg ja, da gibt es wirklich Zucker und da gibt draus. es wirklich ganz normalen Zucker und da gibt es feine Desserts mit Stefan, Zucker. komm mal zu uns. Du machst genau so ein Dessert mit Zuckerrüben. Was habt ihr euch überlegt? Ich habe nur das gesehen mit dem Dach, mit der Landschaft. Ja. Also, sie bauen ein neues Haus bauen, oder haben es jetzt langsam gebaut. Und sie haben eigentlich mit den Bützer abgesprochen, dass sie eigentlich ruhig sind. Und das war nicht der Fall. Die haben einfach Gas gegeben. Also dann, wo das Fernsehen kam? Ja, genau. Und die haben die Motor segelt und gehämmert und gemacht. Und dann haben wir einfach das Problem gehabt, entweder drehen wir jetzt weiter drehen oder wir drehen das Haus mit einbeziehen. Dann haben wir gedacht, ja gut, dann kommst du halt mit und dann nehmen wir halt das Haus mit. Die Idee wäre dann gewesen, etwas aus Bauschutz zu machen zum Anrichten. Hast du Genau. du hast dir vorgestellt, einfach Ja. so ein bisschen Zuckerrüben auf einem Ziegel oder so? Ja, aber dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt tun wir halt auf diesem Haus anrichten.
und habe ihr den Vorschlag gemacht, tu doch so eine Glasscheibe machen, tust den Bauschutt unten drin und dann tun wir das Ganze darauf anrichten und dann ist das Haus auch dabei. Das ist ja cool, Nicole. Wer hat das wirklich gemacht? Es ist so, dass wir Zimmermannen-Leute, die bei uns wirklich effektiv unser Haus machen, einbezogen haben. Also ich habe den Chef unserer Zimmerei gefragt, ob er bereit wäre, zu schauen, dass ich so ein Häuschen bekomme. Und er hat mir dann gesagt, er hat es noch einmal weitergegeben über Dritts, aber es ist einfach Hammer, was ich bekommen habe. Und der Bauschutz, da haben wirklich unsere Zimmermannen, der Simon war da wirklich führend gewesen, hat Holzspäne gemacht, er hat die Dübel, wo wir eben die speziellen Wänge in unserem Haus haben, hat er so geschnitten, dass sie reinpassen. Also ich habe super Unterstützung von unseren Bauleuten bekommen. Das ist genial. Cool. Du hast Zuckerrüben und machst Glasse daraus. Nachher, ich sehe Aprikosen da. Getrocknete Aprikosen. Genau. Das ist auch noch so eine Geschichte. Sie hat ein Bäumchen gepflanzt für ihr Kind, das geboren war. Das ist dann nicht gewachsen. Und nachher ist... Also das Bäumchen? Ja. Ja, das Bäumchen. Kind geht's gut. Sie hat übrigens 5. 5 Jahre, genau. Und dann ist aber gleich eins gewachsen. Und das Bäumchen habe ich natürlich gefunden, es muss mit einbezogen werden. Und darum haben wir jetzt Getrocknete mitgenommen. Was ist das denn? Das ist ein Teig bereits, was eben die Kräpfchen gibt mit den getrockneten Aprikosen drin. Der Teig muss relativ lang stehen und darum haben wir heute Nachmittag schon ein bisschen Teig vorgemacht, damit es eben dann gute Kräpfchen gibt. Mehl kennen wir. Ja. Thymian haben wir noch. Das symbolisiert so ein bisschen, den Kräutergarten, den ich auch habe. Und was mir auch wichtig ist, das hat man im Hauptgang gesehen, als ich den Landfrauen gekocht habe, der Thymian wird aber zu einem Dessert verarbeitet. Es gibt ein Crème Brûlée mit Thymian drin, sicher auch sehr speziell, gibt es nicht jeden Tag. Und dann hast du noch die Berner Rose, genau. Das Bäumchen, den Saft. Das ist ein Äpfel, he? Äpfel, ja. Ja. Dann nachher hat sie natürlich noch das Rapsöl, das sie selber auch noch anpflanzen, Raps. Und dort tut sie dann nachher die Kräpfchen drin rausbacken. Und das Öl braucht man wieder in der Motorsage. Genau, insofern wäre ja der Kreis dann genau. auch wieder geschlossen. Genau, du bist ein rechter Freak. Das muss man einfach schon mal sagen. Ja, aber das stimmt dann wieder. Ja, das ist schon gut. Wie hast du reagiert, als Stefan gekommen ist mit so lustigen Ideen? Also ganz ehrlich, am Anfang habe ich so gedacht, ja, das kann man das dann wirklich essen. Also das ist halt sehr speziell, oder? Also für uns nicht so Alltag Küche, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich das mal gekocht und habe gemerkt, ja, je nachdem, es ist gar nicht so schlecht. Man muss sich auch vielleicht getrauen, so Kombinationen auszuprobieren. Und je mehr ich das geübt habe, je mehr hat es mir gefallen. Essen tut das heute Abend natürlich auch jemand. Und das ist eine Jury. Den Tisch haben Sie vielleicht schon gesehen. Und die Jury, das sind alles Mitglieder aus der grossen SRF bei den Leuten Familie. Wir haben eine Landfrauenküche-Frau dabei, wir haben einen Töfflibub dabei und wir haben einen Männerkoch dabei. 3 Menschen, die die feinen Sachen heute Abend probieren dürfen. Einen grossen Applaus für die Siegerin von der Landfrauenküche vom letzten Jahr. Da ist Romana Zumbühl. Dann der Töfflibub, der David Ziegler. Und der Sieger von der Männerküche von diesem Jahr, der Lorenz Graf. Das ist unsere Jury. Ihr dürft die feinen Sachen probieren. Ich weiss, du willst lieber eine Südwurst aus dem Appenzellerland. Ja, nein. Hast du Gauen? Bist du bereit für solche Sachen? Jetzt habe ich Hunger, wirklich. Ich habe so lange gewartet heute. Jetzt muss etwas her. Romana, hat sich dein Leben merklich verändert seit dem Sieg vom letzten Jahr? Ja, also es ist sehr turbulent zu und her gegangen, das ganze Jahr. Mit den vielen Besuchen, Landfrauenvereinen, die gekommen sind, x Leute, die Kräuterkurs machen. Also es war turbulent, aber wunderschön. Und hast du etwas umstellen in deinem Alltag oder hast du so weitergemacht wie vorher? Ich habe mich nicht verändert. Ich musste einfach viel mehr arbeiten. Aber es hat mir Freude gemacht, weil die Leute haben wahnsinnig Freude gehabt und ich konnte noch viel auch wieder mitgeben mit den Kräutern. Jetzt sitzt du da und darfst probieren. Der Lorenz Graf ist der Chefkoch von der Männerküche 2014. Du hast gewonnen. Wie hast du es erlebt? Das ist grossartig. Das Abenteuer. Also wirklich der ganze Dreh, die ganze Sendung und was dabei rausgekommen ist, hat wirklich extrem viel Spass gemacht. Wie viele Reaktionen hast du darauf gehabt? Ja, es hat schon ein paar gegeben. Und wie hat es dein Kochen beeinflusst? Mein Kochen hat es in dem Sinne beeinflusst, dass mich noch mehr motiviert hat zum Weitermachen, neue Sachen ausprobieren und das Ganze noch ein bisschen weiter pushen. Ja, die Erwartungshaltung der Freunde ist wahrscheinlich auch gestiegen, oder? Auf jeden Fall, ja. Wird mehr kritisiert als vorher? Auf jeden Fall. Ja, du bist ein armer Teufel. Also, nein, heute bist du da und kannst geniessen. Das ist euer Applaus. Schön, sind ihr da, unsere Jury.
Für Sie, liebes Publikum, gibt es heute Abend auch etwas zu gewinnen. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Woher kommt unser Starkoch, der Stefan Wissner? Beantwortet die Frage und gewinnt einen von 3 Migros-Gutscheinen im Wert von je 3000 Franken. Wenn ihr glaubt, er komme aus dem Entlebuch, dann wählt 0901 54 43 01. Wenn ihr meint, dass er aus dem Emmental kommt, dann wählt die Ziffer 02 zum 80 Rappen Festnetztarif oder gratis per WAP. Viel Glück! Da ist das Vreni. Komm, wir fangen mal an mit dir. Du machst etwas aus Milch. Ja. Das ist dein Thema, weil ihr habt Simmentaler Kühe. Ja, das ist so. Und dann ist der Stefan zu euch auf den Hof gekommen und dann hast du ihm zuerst mal den ganzen Hof gezeigt. Ja. Und ist er aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, oder? Ich weiß nicht, ja. Also, die Zucht ist natürlich einzigartig. Das ist eine der besten Züchter, die wir haben in der Schweiz. Und was ganz schön ist, dass die Hörner sie alle gegen hindern. Und es ist einfach der Grund, so, wenn sie vorne schauen, wäre es viel mehr Verletzungsgefahren. Gell? Ja. Und es sieht auch sehr, sehr schön aus. Und du hast dann das zum Anlass genommen, hast gesagt, komm, wir kochen etwas in einem Horn oder tun es im Horn nachher auch anrichten? Was ist mit dieser Kuh passiert? Also, das ist so, manchmal verliert eine Kuh ein Horn und dann tut man das natürlich auf die Seite. Und wir hatten ein paar am Lager. So. Und darum hatte ich das Glück, dass ich das präparieren und jetzt brauchen kann. Ich wollte nicht länger reinreden. Komm, ja, erzähl einfach mal und mach. Gut. Milch ist dein Thema. Milch ist mein Thema. Das tut eigentlich unseren Betrieb und die Alp widerspiegeln. Aus der Milch habe ich Quark gemacht. Ich habe Milchkonfitüre. Was ist Milchkonfitüre? Das ist Milch und Zucker reduziert, bis es karamellisiert. Das ist wunderbare Kost. Komm gerade wieder, ja. Ich muss nur ein Schlückchen Wasser nehmen. Ja. Dann natürlich unseren Alpkäse hier, den brauche ich auch. Und jetzt habe ich eben gestern Quark angesetzt und jetzt möchte ich den abschütten. Und jetzt interessiert Sie vielleicht, wie man den macht. Sehr gerne. Gut, ja. also. Ich weiss nur, dass du da irgendetwas mit dem Taburettli machst. Ja, schön eins um das andere. Das ist ein normales Taburettli. Ja. Eben, gestern habe ich die Milch aufgekocht auf 72 Grad. Nachher habe ich sie angekühlt auf 22 Grad. Dann habe ich eingelabert mit dem Mittel hier. Und dann habe ich Säurewecker drin. Und jetzt ist die, was, eine Säure? Also einfach anderer Quark, ein Säurewecker. Dass die Säure aktiviert wird? Genau, ja. Jetzt ist die 24 Stunden bei Zimmertemperatur gestanden und jetzt hat es da oben drauf schön Schotten gegeben. Ja, schau jetzt da. Ja. Schau, tun wir schnell so noch zeigen. Das ist also nicht ein Käse, das gibt am Schluss keinen Käse. Quark. Das ist Quark, Ricotta und so weiter. Ja. Quark, Frischkäse. Genau. Mal. Jetzt nehme ich das Messer. Ja. Und das sollst du da auf das Taburettli schauen, gell? Soll Ja. ein bisschen haben? Dass der Ja, jetzt schauen. Jetzt schneide ich ihn schneiden. So, Viereck. Voilà. Jetzt tue ich mit der Schaumkelle. Nehme ich den sorgfältig raus. Das ist gerade ein bisschen gross. Ist das etwas, was du gewusst hast, wie man es macht? Ja, das machst du auch daheim normal? Das habe ich schon manchmal gemacht, ja. Und es gibt wirklich ganz wunderbaren Quark, den du kannst brauchen für Dessert oder was du willst. Jetzt muss der abtropfen. Etwa 3-4 Stunden, je nachdem. Und nachher, wenn die Schotte alle fortgelaufen ist, tue ich mit dem Stabmixer. Weißt du was, ich kippe das. Das ist mir zu umständlich. So. Voilà. Ups, haben Hutti hat. Ja, passt. Gut. Genau. Jetzt ein bisschen bambeln. Siehst du? Ein anständiger Käse macht das so, hä? Ja. Ja, dann werde ich gerade ein bisschen mehr. Ja, eben so. Es geht jetzt etwa 2 Stunden, aber muss man ein bisschen so machen, dann hat man ganz wunderbaren Quark. Wir haben die feine Konfi, wir haben den Quark, wir haben das Horn und vom Käse würde ich gerne ein bisschen probieren. Ja, und dann gehe ich ins Haus weiter. Da kann das Messer. Hast du ein Messer? Sie hat natürlich da noch Hammer-Alpenkräuter, Ja, die sie von ihrer Alp hat. Vom Berg Alpkräuter, siehst du? Ja. Das brauche ich dann noch zum Dekorieren auf dem Horn, wie du ja gesehen hast. Aus dieser Mischung mache ich dann noch einen feinen Bergkräutertee. Das sehen wir nachher. Jawohl. Ich freue mich drauf.
Lenkt ein bisschen. Ja. Gib dir gerade so. Herzlichen Dank. Bitte. Merci vielmals. Wir freuen uns auf deine Milchgeschichte. Danke vielmals, Fredi. Das ist dein Applaus. Monika. Bei dir ist das Thema Gerste. Genau. Du machst eine Gerstensuppe. Ich mache eine dekonstruierte Gerstensuppe, heisst das genau. Ja, dekonstruiert heisst, es ist nicht einfach alles miteinander zusammengekocht worden, sondern man muss den Maul dann wieder mischen. Und frei nach Stefan Wiesner. Ja, und kommt der Maul wieder zusammen. Genau. Mit ganz kleinen Gemüsesachen, alles aus dem Garten im Jahr. Und Gerste. Das ist die geröstete, oder? Die ist noch nicht geröstet. Nein, das ist alles unsere Braugerste, die wir anpflanzen bei uns auf Betrieb. Und die wird dann vermelzt. Also das ist so Zweck für Bier herzustellen. Wir beliefern in der Region Bierbrauereien beliefern. Aber die kann ich nicht kochen. Also habe ich dann Rohgerste genommen für das Gericht. Und werde jetzt die dann kochen, weich kochen und dann eben so für die Suppe brauchen. Super. Und eine Gerstensuppe ist ja eigentlich etwas Bündnerisches, nicht? Ist so. Aber sie haben natürlich alles Emmentaler Kühe und ohne Hörner. Und also angezüchtet, gell? Ohne Hörner. Das sind genetisch Hohlose, genau. Ja, das genau. ist so, ja. Und bringen das Fleisch ins Bündnerland, um dort Luft zu trocknen, Salzsitz und Trockenfleisch. Und da habe ich natürlich gedacht, ja, wenn ja die mit dem Bündnerland zu tun haben, dann machen wir halt eine Bündnersuppe, weil es ja auch wieder Gerste hat. Und dann natürlich wieder das Seeland, das mit dem Gemüse herkommt. Also es liegt eigentlich auf der Hand, dass man das macht. Ja. Da haben wir einen normalen Gemüsesud, der ist angesetzt. Genau, den habe ich angesetzt und also jetzt ein bisschen das Gemüse probiert schön zu schneiden, das ich dann am Schluss dann mit der Rohgerste mische. Das Abfall, in Anführungszeichen, also das, wo dann einfach die Reste kann ich verwerten, brauche die im Sod drin, dass es so feine Kost gibt. Und am Schluss brauche ich dann den Sod für die Suppe und noch ein bisschen Bier rein. Und beim nächsten Mal, wenn ich bei dir vorbeikomme, erzählst du mir, was du mit dem Rohkraut machst und vor allem wollte ich noch wissen, was es aus dem Teig gibt. Genau. Okay? Ja. Monika Bernhardt. Komm, wir gehen zum Heidi. Heidi. Beim Heidi gibt es Fleisch und beim Heidi gibt es natürlich Lamm. 240 Mutter Schaf. Muttertier, richtig. Und, jetzt, das finde ich eine unglaubliche Zahl, 360 Lämmchen jedes Jahr. Kommen im Jahr Jesus, ist das genau. jeden Tag eins eigentlich, oder im Schnitt fast. Ja, aber es kommt eben nicht so schön gestaffelt. Also wir haben die ganze Herde in 4 Gruppen unterteilt, mit 4 verschiedenen Ablammungszeiten, dass wir eben immer frische Milch haben zum Verarbeiten. Und mittlerweile haben wir 10 Mitarbeiter, die für euch helfen zu käsen. Genau. Also die rühren eben nicht nur Käse, sondern die haben noch Chauffeuse. Hättest du gedacht, dass ihr mal so einen riesigen Betrieb habt? Nein, das kann man nicht voraussehen. Wir haben mal angefangen zu bauen. Wir mussten schauen, wie kann man im Entlebuch, wenn man einen stotzigen Betrieb hat und kein Milchkontingent hat, wie kann man eine Existenz aufbauen. Und wir sind dann auf das Milchschaf gekommen, weil wir da eben keine Kontingentierung haben. Da sind wir im freien Markt ausgesetzt. Und um eben die Milch dann halt auch abzusetzen und zu verkaufen, haben wir uns halt organisiert. Das heisst, das haben wir halt das selber angepackt. Und so ist jetzt ein Putzle nach dem anderen ergeben. Es gibt Lamm bei dir. Es hat da Heu, das sehr verbrannt schmeckt. Richtig. Das ist wirklich verbranntes Heu oder genau. angesenktes Heu. Ja? Also Heu ist ja das Grundfutter von unseren Tieren. Und darum habe ich das angeflammt. Das ist geflammtes Heu. Das ist eben nicht verbrannt. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip, wie man aus Holz Kohle machen. Das Holz sollte ja nicht ganz verbrennen. Und da wende ich jetzt das Fleisch drinnen wenden. Wir schauen uns das schön. Das essen wir nachher? Das essen wir nachher. Ist das am Wiesner seine Idee gewesen, oder? Aber auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Darum habe ich zuerst das Gefühl gehabt, nicht da. Ja. es ist ein bisschen schwierig, ja. weil ich mir nicht vorstellen konnte. Und als ich das mal gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war begeistert gewesen. Also das wird jetzt so vakuumiert und das ist ein Schrumpfsäckchen. Wenn man das eben nur vakuumiert, dann ist das Fleisch nachher flach gedrückt. Und wenn ich das eben ein Schrumpfsäckchen habe, dann tut es das nachher richtig zusammenziehen. Und halt das vor, nachher tust du es ins heiße Wasser. Genau, nur kurz, wieder rausnehmen.
Und dann ja, hat man die schöne Form, so könnte man es dann auch noch 2-3 Tage lagern. Das ist ja etwas Spezielles. Und alles wird nachher auf dem heißen Stein serviert. Und das sind natürlich Steine aus den Entlen. Und die Entlen haben ja im Entlebuch den Namen gegeben. Ich habe immer gemeint, es sei die Emme, die durchs Entlebuch fließt, aber scheinbar gibt es wirklich noch eine Entle. Also, das habe ich nicht gewusst. Entle ist der Ursprung im Wasserfallgebiet. Ah, ja. Und die fließt nachher, also die Waldemme und die Weissemme fließen zusammen und dann kommt noch die Entle rein und dann ist es die kleine Emme. Heidi, viel Glück, es tönt speziell. Es ist auch speziell. Und ich bin sehr gespannt, was die Jury nachher davon hält. Heidi, das ist dein Applaus. Du willst da innen schon ein bisschen rühren. Wir sind bei der Ruth. Bei der Ruth aus dem Toggenburg. Mit dem Alpbetrieb, wo die Alpen reingewintert haben. Der erste Schnee ist gekommen. Jawohl. Und du machst eine Wurst. Ich mache Wurst. Ja, der Stefan ist mir auch besuchen gekommen. Da haben wir die Runde gemacht. Er hat gesehen, dass wir 2 Sauen haben und ist auf die Idee gekommen, auf die glänzende Idee gekommen, dass wir das mehr könnten. Ja, das will ich wursten. Und ich hatte zuerst ein bisschen Mühe gehabt, da, mit diesen echten Därmen hier. Die muss man ja zuerst durchspülen, dass man sie überhaupt füllen kann. Aber in der Zwischenzeit habe ich es dann gelernt. Ja. Also, haben die schon durchgespielt? Die haben wir durchgespielt, okay. Aber mag es auch leiden, wenn man es zweimal durchspielt. Ja. Nein, ich habe das einmal gelernt. Du musst mit den 2 Fingern rein, gell? Ja, genau. Jetzt, genau. Wasser ja, super. Dann machen wir das so. Genau. Ja, genau. Das ist so. Genau. Das ist eine Gewohnheit, oder? Das ist eine Gewohnheit. Ja, also genau. gut, das gibt feine Würste. Da gibt Würste, ja. Mit was für ein Stück von der Sau nimmt man da für Würste? Das ist Hals. Okay. Hals und gut fettig soll es sein. Halsspeck und Magers und Halsspeck. Jetzt hast du etwa 1:1 gegeben. Es schmeckt nach Essig und Tomaten, das ist das ist Chutney. Jawohl, Tomaten-Chutney gibt es da dazu und ein Brötchen. Anstelle von einem Ketchup. Ja, also Chutney ist natürlich da, weil sie eigentlich den Wunsch geäußert hat, oder sie hat gesagt, sie möchte eigene Tomaten auf den Alpen oben haben. Da habe ich das natürlich aufgegriffen und habe gedacht, ja gut, dann kannst du Röhrs-Chutney dazu. Wir haben den Einsatz gesehen vorher im Film mit der Motorsage. Das Buchenholz ist geschnitten und die Wurst wird nachher auf diesen Buchenholzblättchen angerichtet. Ja. Denn das ist auch noch einmal... Da kommt Chutney drin, jawohl. Ja, alles statt zu einem Tellerchen. Genau. Ja. Was sind das für Kräutchen? Das sind Majoran, Pfefferminz. Ja, genau. Und die hast du gefunden? Ja, die sind mir fast ein bisschen lästig geworden. Als ich in die Alpen gefahren bin, habe ich die überall gesehen. Und dann dachte ich, ja, steigst du aus beim ersten Gatter, gehst ein bisschen nehmen, bringst ihr ein bisschen. Und oben habe ich festgestellt, dass sie selber noch mehr oben hat. Lauchraut ist ja bei uns oben. Und Stefan kommt mich besuchen mit einer Tasche voll Lauchraut. Wir verkochen es jetzt. Ja, Ruth, auch dir viel Glück. Mach dich an die Säcke. Wir werden am Schluss so eine solche feine Schweinsbratwurst sehen und den Jury können servieren. Ruth. Tanja. Es gibt 7 verschiedene Gänge heute am Abend. Und die 7 Gänge, das ist nicht einfach ein Salatli, ein Vorspeise, ein Hauptgang und nachher vielleicht noch ein Dessert, sondern das ist querbeet. Man essen sich einfach durch die Kantone, durch die Regionen durch, von den Landfrauen. Und wir sind jetzt im Tessin gelandet und da gibt es schon Polenta und Schocki und Gianduja. Ja. Hättest du vorher, bevor du den Stefan kennengelernt hast, dir so etwas vorstellen können, so etwas zu machen? Nein, überhaupt nicht. Und vor allem mit Polenta. Also sagst du, was gibt es denn? Es gibt Polenta mit Gianduja. Und es gibt Trockenfleisch. Du hast Schoki gezogen. Willst du probieren? Probieren durchzuziehen oder ja, probieren weil zu es probieren? ist ein bisschen probieren durchzuziehen. Gut. Die ist heiß, die Schoki. Genau. Ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr, ja. Dass nachher richtig nach Schoki schmeckt. Okay. Ein bisschen abgießen. So, genau. So ist gut? Ja. Und das lassen wir jetzt trocknen. Genau. Und von dieser Polenta mit Gianduja würde ich schon gerne ein bisschen probieren. Ist die schon so weit? Ja, fast. Kannst du mir gerne die Löffel geben? Es ist noch ein bisschen heiß. Ja. Noch ein bisschen mehr drin tun. Noch ein bisschen mehr Gianduja. Ja, wir dann noch ein bisschen mehr. Wir noch ein bisschen frisieren.
Ich kenne Gianduja nur als Füllung von einem Schokostängel. Was ist das eigentlich? Ist das Mandeln? Oder? Es gibt verschiedene. Offiziell ist es Mandeln und es kann aus Haselnuss gemacht sein. Ja. Und ist es einfach ein Püree? Ja, oder? genau. Das ist hervorragend. Das ist Hammer. Ja, aber könnte noch ein bisschen süßer sein. Ja, es muss noch ein bisschen... Ja, genau. Und das tun wir jetzt noch ein bisschen. Ah, was sage ich da? Also, wir bleiben bei dir beim Mais-Thema. Du hast dort noch gefriergetrockneten Mais. Das ist etwas sehr Spezielles. Ich habe das heute am Nachmittag mal probiert. Es schmeckt ein bisschen wie Popcorn ohne Pop. Genau. Und dann noch Farina Buona. Farina Buona? Was ist Farina Buona? Das ist geröstetes Mehl. Komm, sag's auf Italienisch, das kann ja viel besser. Ich will ja sein. Geröstetes Mehl? Ja, Maismehl. Und es hat bei der noch speziell ein bisschen auch noch Kastanienmehl drin. Geröstet. Ich freue mich auf das Dessert. Tanja! Und die Janine. Janine, gebürtige Kanadierin aus Alberta an der kanadischen Westküste, ein paar Kilometer weg von Riechen im Kanton Basel. Weiss eigentlich Kanada, was du da gemacht hast in den letzten 7 Wochen? Jawohl. Und hat sich der Premierminister schon gemeldet? Ja, sie gut informiert. Hey. Nein, ich glaube das nicht, aber weniger. Aber meine Familie weiß auf jeden Fall. Und ich hoffe, gute Freunde. Ja, schauen die schweizerdeutsches Fernsehen? Sie schauen schweizerdeutsches Fernsehen. Und ich habe meine Frau erzählt, ich habe gesagt, es ist noch lustig. An meine Sendungen, das musst du dir vorstellen, sie haben nichts verstanden. Außer ab und zu habe ich 2, 3 Worte Englisch, also 3 geschwätzt. Aber am Schluss hat irgendjemand von der Familie hat sich gemeldet und sie hat gesagt, oh Janine, du hast eins auf den Deckel bekommen, gell? Und ich habe gesagt, wieso meinst du? Ruth hat einen Kommentar abgegeben. Sie hat das so lieb formuliert und sie hat ihren Kopf geschüttelt und sie hat gesagt, die Latte sind jetzt hoch von Monika und ich. Wir sind die ersten 2. Und wenn du hast nicht verstanden, was Ruth hat erzählt, es hat einfach ausgesehen wie, oh nein, es sieht gar nicht gut aus. Dein Thema sind Krisen. Ja. Hast du mit dem Stefan zusammen erarbeitet und das Krisen ist im Holz bei dir auf dem Tisch. Es ist eingelegt in so viel Schnaps, wie ich in meiner Lebtung noch nie gesehen habe, wie man Krise einlegen kann. Und es ist mit Kriseblättern auch noch auf dem Tisch. Was machst du mit denen da? Jetzt habe ich Kirsi Fournier. Das habe ich 2 Stunden in warmes Wasser eingelegt, dass ich sie biegen und formen. Ich tue sie dann also nachher füllen mit einem Brownie-Rezept und backen. Und das kommt dann eben auf ein Kirsi-Brat. Es ist nicht ein Dessert, es ist einfach hilft zum dem Fleisch und alles irgendwie eine Explosion geben. Oh mein Gott. Hey, fein. Was haben wir dort noch? Hier habe ich... Das sind Kirseblätter. Kirseblätter sind eingelegt in Salz. Ich habe sie gepflückt vor ungefähr 1,5, vielleicht sogar 2 Monaten. Ja, genau. Stefan hat gesagt, schön in Salz einlegen, in den Kühlschrank versorgen. Das habe ich gemacht. Und jetzt, ich muss sagen, sie haben einen richtigen salzigen Biss. Sie sind ganz toll, sie sind frittiert. Das ist ja eindrücklich. Das müsst ihr mal schnell schauen. Das sind Kirseblätter. Jedes Kind weiss, dass jetzt an einem Baum kein Kirseblatt mehr hängt. Und ihr habt die einfach noch gepflückt und in Salz eingelegt. Genau. Und jetzt sind die so konserviert worden. Ja, genau. Und du willst die am Schluss essen? Ja. Ich tue sie am Schluss essen. Oder sie tun mindestens am Schluss essen. Wir essen Kirseblätter heute. Frittierte Kirseblätter. Welcher Baum, falls es uns ja irgendwann mal nicht mehr so gut sollte gehen, welche Blätter von welchem Baum würdest du empfehlen zum Frittieren? Ja, kannst quasi aus. Ja. Ausser jetzt aber so giftige Bäume würde ich natürlich nicht. Gut. Janine, viel Glück auch dir. Okay. Es tönt wunderbar. Wir nehmen uns schnell eine Auszeit an. Ich trinke ein Glas Wasser und hoffe, dass man mir ein Hustenzäpfchen bringen kann. Und in der Zwischenzeit hören wir Musik. Solltest du vielleicht schnell aufhören mixen wegen der Musik. Das war nur ein kleiner Hinweis.
Sie sind bereits seit dem Anfang der Sendung da. Sie machen tolle Musik, so ein bisschen Volksmusik, wie man sie sonst nicht jeden Tag hört. Es ist der Nicolas Sen mit seiner Band. Das ist Sen und Nonsens und der Song, der spielt, ist Potztausig. Sen und Nonsens, Nicolas Sen. Du, ich meine, du kennst ja den Saal besser als jeden anderen hier drin. Das ist deine Stube. Da produzierst du eigentlich immer Potzmusik. Wann sind wir mit der nächsten Produktion wieder dran? Wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder ein paar Sendungen aufgenommen. Und die nächste, die im Fernsehen kommt, kommt in 2 Wochen. Dann sind da nicht die Landfrauen da, sondern das Akkordeon und UNF Häusermann. Wird ein bisschen urig da drin. Und für mich war es wirklich ein Heimkommen heute. Schön. Und die Küche und das feine Essen könnten auch jedes Mal da sein. Ich wollte sagen, bist du also als kreativer Mensch auch ein guter Koch? Ich wäre all besser. Mittlerweile kann ich die Zeit in der Mikrowelle einstellen. Und den Büchsenöffner habe ich langsam auch im Griff. Ja, komm jetzt, nein. Kochst du etwa mal richtig? Ja, ab und zu hat auch der Student Hunger und dann gibt es so Käsehörnchen und Südwurst oder so, das bringe ich her. Tolle Band mit dem Christian, mit der Madeleine und einem zweiten Nicolas am Schlagzeug, und der Nicolas Sen. Sen und Nonsens! Da ist das Brot am Bein. Nicole, dann ist am Glasse machen. Monika ist am Brötchen machen. Wie ist es eigentlich mit dem Fritz? Ist er nervöser als du? Also, wir haben ihn gestern Morgen nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, ich bin schon der Typ, der nervöser ist. Das ist so. Aber hat er dich unterstützt? Ja, klar, immer. Weil hinter jeder starken Landfrau steht auch ein starker Landmann. Hallo zusammen. Verstehst du, ist dran. Merci vielmals. So. Okay. Hörst du das? Und der kommt immer von rechts. Von rechts, ja. Und wenn es so einen Fehler gibt, dann gibt es einen Fehler.
Er macht es schon gut. Dann geht es in die Hose, wenn du es perfekt machst. Nein, du machst es gut. Ja. Zum Wohl, Schatz. Zum Wohl, Schatz. Der Weg vorne ist, der so gefuttert hat. Das musst du dann schauen. Ja, man da nicht die Finger verbrennen. Tschüss. Tschüss. Bis nachher. So, jetzt kann es losgehen. Hallo? Hallo? Oh, Schatz, das können wir jetzt gar nicht Hallo. brauchen. Das musst du jetzt wirklich gleich wieder drüber... Nein, jetzt musst du raus, wir haben keinen Platz drin. Gut, dann gehen wir raus. Bist du auch ja? Ja, ich bin da. Beide Seiten. Jetzt ja noch ein Siehst du noch etwas? Ja, dort da. Ja, schau jetzt. So, die ist gut. He? Ja. Weißt du, das schmeckt so fein, wenn du reinkommst. Nein, nicht jetzt essen. Das ist für die Frauen, Mann. Mach nicht. Nein, also Hast du so viel, hast du so viel gebracht? Finger weg. Bitte noch Glückwunsch-Kuss. Nicht? Bis nachher. Ja, sie haben immer wieder mal für eine Lache gesorgt. Unsere Männer von der Landfrauen. Und ich schaue schnell, wie die Namen noch an. Also, wir haben den Markus, wir haben einen Fritz. Es gibt nämlich zwei Fritz. Der zweite Fritz ist der Fritz mit der Brille von der Nicole. Dann haben wir den Alfred, oder den Fred, den Mario, der Andrea und der Peter. Alle zusammen sind da und können frei machen. Wie funktioniert so eine Woche daheim, wenn die Frau einfach absorbiert ist für einen Redakteur oder für eine Redaktorin vom Schweizer Fernsehen und einen Kameramann und einen Tönler? Wir haben das Glück gehabt, dass das Wetter für diesen Grund schlecht war. Also das heisst, der Betrieb ist eigentlich stillgestanden in dieser Woche. Wir haben gar nicht viel machen. Und aus diesem Grund haben wir das eigentlich ganz gut über uns ergehen. Aber es ist ja so, man muss einiges zurückstecken. Man kann nicht alles machen, was man sonst geplant hat. Aber wir haben uns arrangiert und es war eine tolle Woche. Wie reagieren, Alfred, Kollegen? Also die man ja vielleicht in einem Verein sieht, auch unter der Woche oder der Woche drauf. Wie reagieren die auf einen Mann von so einer Landfrau? Ja, das fragt man nicht. Das ist ganz einfach. Man muss nichts fragen und dann sagen sie auch nichts. Jetzt ist das wahr. Ja, ist niemand angezündet worden, vielleicht einmal Fritz, Sorten und Schönbühl? Wohl, wir hatten natürlich schon Reaktionen, auch sehr viele positive. Ich habe auch gesagt, ihr müsst den Bildschirm mit dem Spannset klemmen, dass er nicht baucht, wenn ich komme. Und dann haben wir das alles schon erledigt. Genau. Wie hast du die Monika unterstützt? Sie war sehr nervös zum Wochenstart. Und, zum Glück ist vom Montag gar nicht viel gekommen. Und nachher, von dann an ist es eigentlich gelaufen. Man hat sich ein bisschen an die Kameraleute gewandt. Und nachher ist der weitere Höhepunkt ist am Freitag, Samstag, ist es ganz heiß geworden. Am Samstag sind die Landfrauen ein bisschen zu früh gekommen. Oder vielleicht sind wir ein bisschen zu spät gewesen. Ich weiß nicht genau, was es schon war. Da ist sie in der Küche gestanden mit der Tracht so ein bisschen schräg und der ganze Trachtenschmuck, der runterhängt, war alles verheddert. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir gleich raus anfangen. Und wir haben alles entwickelt. Und die Krönung war nachher, wo noch die Gläser am Boden fallen vor dem Apero. Aber von dann an ist es gelaufen. Ja, viel mehr hätte eigentlich gar nicht mehr passieren können. Andrea, hat es noch 1 oder 2 Amaretti gehabt, wo die Landfrauen gekommen sind? Oder hätte Tanja noch eins machen müssen? Ich habe nur 1 genommen. Und für die Frauen habe ich schon so. Ich bin nicht so gemein und gerade alle weggegessen, aber sie sind wirklich fein. Du bist wirklich Tessiner, redest aber perfekt Schweizerdeutsch. Man hat im Film einfach nur gehört, du sagst in der Deutschschweiz. Was hätte dich denn in der Deutschschweiz geschlagen? Meine Eltern sind früher ausgewandert und dann sind sie in Zürich, haben gearbeitet. Und ich bin eigentlich im Prinzip in Zürich aufgewachsen und habe meine Schule absolviert und bin auch in Strickhof in die Schule. Und dann hat es mich wieder abgeschlagen. Landwirtschaftliche Schule. Dann hat es mich wieder abgeschlagen ins Tessin, weil mein Onkel, der den Betrieb geführt hat bis dort, hat nicht mehr mögen. Und dann hat er gesagt, du jetzt nimmst du, weil ich mag einfach nicht mehr. Und dann hast du eine Powerfrau gefunden mit der Tanja? Dann habe ich eine Powerfrau gefunden, ja. Und
dann hat sich das alles entwickelt. Schön, sind ihr heute Abend da. Wir sehen uns später noch einmal im Verlauf der Sendung. Das sind die Männer von unseren Landfrauen. Oh, da wird gewurstet. Kommst du mit? Du musst mitkommen, Carlos. Schau mal. Da wird gewurstet. Sind wir so weit, Stefan? Ja, wir tun hier jetzt wursten. Da sind dann, das tut jetzt gerade draufziehen. Das ist gerade okay so. Mach du nur, ja. Ich habe die Hände nicht gewaschen. Super Schüssel. Hast du schon mal selber gewurstet? Ja, also bevor mir der Stefan das Rezept angegeben hat, nein. Nein. Wirklich absolut Neuheit gewesen. Und dann bin ich zum Metzger, weil er gesagt hat, ja, ich muss für die Therme. Ich habe gemeint, mir ergibt es etwas. Also echt, ja, mir kann erst mal die Therme mit den Händen, aber in der Zwischenzeit siehst du, es geht gut. Und vor allem die erste Würste habe ich gemacht, ohne Darmspülen. Die Würste nicht essen. Ich habe ja nicht gewusst, dass die Therme im Salz konserviert werden. Also nicht dieses Geil. Es war zu viel Salz. Ja. Dann bist du zu einem Gastroenterologen und der hat dir dann auch gezeigt, genau, wie das geht. Irgendwo findest du einmal schon Hilfe. Ja. Ja. Aber geht davon schon recht gut. Ich denke, nächstes Jahr bieten wir die auch auf der Alp oben an. Ja, ho, das ist aber ein Versprechen. Schon, gell? Selber gemachte Würste. Ja, ja. Ja, aber dann kannst du Ja. leben von dem Zeug, glaube ich. Ich kann dir sagen. Wenn es gut sind, schon. Das müssen wir aber zutun. Was kann man falsch machen bei einer Wurst, Stefan? Was ist das Heikle? Das Heikle ist zu wenig Fett nehmen, dass sie zu trocken sind. Und halt übergewürzen. Und das ganz schlimm ist, wenn man sie zu fest braten, dass sie stauben. Da, jetzt bin ich ja gespannt. Also. Mit einer Küchenmaschine und einem Wurstaufsatz. Also jetzt müssen wir das zweite machen. Du tust auf einen stopfen. Ich muss sagen, die Würste, die ich gemacht habe, da bin ich extra Wurstschnür posten und habe sie immer abgebunden. Wenn eine fertig ist, abgebunden, für eine neue wieder abgebunden. Und jetzt habe ich gestern gemerkt oder gelernt, dass man da gerne abbinden. Das bindet sich selber zusammen. Ja, weißt du, Ja. Und dem das dann einfach so ein... Nein, du Nein. musst einfach genug Darm noch geben. Dann tut sich das selber verschließen durchs Braten. So, jetzt langsam. Schau, jetzt kommt das Würstchen. Ja, schon gut, jetzt haben wir schon das erste Würstchen. So, das zweite. Als wir das erste Mal gemacht haben, haben wir 6 Hände gebraucht. Der Mario musste helfen und der Helfer hat noch geholfen. 6 Hände, aber jetzt mittlerweile geht es recht Ja gut. klar, wenn du natürlich noch 2 Stefan hast, das ist wie 4 andere haben. Ja. Super Würstchen, wunderbare Schweinsbratwürstchen mit der richtigen Würzung. Alles zusammen aus der Toggenburger Alp oben runter. Mit dem Unkraut, das der Stefan gebracht Genau, hat. mit dem Majoran, mit dem Unkraut vom Stefan. Wunderbar, schön kommt das. Alles gut. Die Heunästchen auch. Hier. Hat ja fast ein bisschen noch eine Reminiszenz wieder an Ostern mit dem Lamm. He? Ja, da Kommt mir auch gleich wieder in den Sinn. kommt jetzt eben noch Komm, wir hören ein bisschen Musik. Er hat sich schon parat gemacht. Er ist ein Jurymitglied. Die Fans von Jacobo Müller kennen ihn natürlich auch, weil er steht und sitzt dort immer auf der Bühne und sorgt für die musikalische Unterhaltung. Er ist ein Jurymitglied, weil er als mindestens Nummer 2 auf dem Töffel gehockt ist und bis ans Mittelmeer runtergefahren ist. Er spielt Bass wie kein anderer. Heute Abend ist er da mit Zen und Nonsense, der Dani Ziegler. Und das Stück, das wir hören, ist «Isn't She Lovely?»
Super schön. Bin ich irrsinnig. Es ist so, man unterschätzt den Bass. Gell? Also natürlich nicht die Bassspielerin. Aber der Bass als Instrument, das ist einfach so... Du kennst den Bass so nicht. Ja, du kennst ihn als Begleitinstrument und nicht als Soloinstrument. Und wäre auch noch schön, für irgendwie ein Stückchen Fleisch drauf anzurichten. Ja, aber nicht auf den, das ist schade. Ist das sein Lieblingsbass? Nimmst du den mit ins Bett? Und... Nein, neben das Bett. Aber ja. Sicher? Wie würde es dir gehen, wenn du so einen nicht mehr hättest? Der nicht mehr hat? Ja. Dann müsste ich 2 Jahre warten mit Spielen, bis ich wieder einen hätte. Geht etwa so lange, bis der fertig ist. Also lieber ohne Simon Enzler als ohne Bass? Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, einfach den mit dem Töffli. Apropos Simon und Töffli-Buben, komm, wir schauen mal zurück, wie das war damals, als ihr mit den Töffli bis ans Mittelmeer gefahren sind. Er ist unerschrocken, unternehmungslustig und nichts kann ihn stoppen. Trotzdem macht er gerne mal einen Halt und gönnt sich etwas rechts. Kannst du halt? Hat? Ja, man kann sagen, er ist ein Geniesser. Einer, der Qualität vor Quantität setzt. Eine Auswahl. Also, meistens. Sag mal, vorstellen, das N90. Fast. Hast du da schon allein schon, wie es angerichtet ist? Warte. Und wenn er dann mal merkt, dass er auf das falsche Ross hat gesetzt, dann macht er diesen Fehler kein zweites Mal. Also, meistens. Was ist denn das? Whiskas Spezial. Das ist Tonno Mediterraneo. Ein bisschen Salz schon mal. Unter dem Strich sind ihm Produkte am wichtigsten. Frisch müssen sie sein. Und so echt und unverfälscht wie nur möglich. Und natürlich ist bei ihm auch das Auge mit. Also, meistens. Da haben wir jetzt die Schnecken mit dem Ziegenkäse gratiniert. Exzellent. Exzellent. Ja, was soll ich sagen? Es war gut. Für mich hat alles gestimmt. Dani Ziegler. Hat es eine Zeit gegeben, als Musiker, wo du wirklich nur von den billigsten Eierhörnchen gelebt hast, jeden Tag? Nein, das hat es bei mir nicht gegeben. Also ich habe am meisten Geld gebraucht und das ist heute noch fürs Essen. Und das heisst, du legst Wert auf das, was du kaufst, oder auf das, was du auswärts gehst? Oder ist es beides? Auswärts eigentlich nicht einmal so viel. Außer ich bin mit dem Fernsehen unterwegs, dann kommt man immer auswärts. Nein, aber ich koche noch recht viel daheim. Und schaue schon, was ich kaufe. Also, es sollte ein bisschen regional sein, sollte frisch sein. Ja. Was ist das, was du dich mal daran herwagen und dann noch nie gemacht hast? Ja, wenn ich jetzt heute so gelassen habe, was ich mache, so Würste machen, so Zeug habe ich noch nie gemacht, aber ich würde gerne mal probieren. Du brauchst einfach eine anständige Maschine dazu? Ja, da ist es. Und ich glaube, so eine Hexerei ist es wirklich nicht. Aber vielleicht gibt es halt das ein oder andere Produkt, das einfacher ist, wenn man es kauft. Romana, wie sieht es bei dir aus, so mit Sachen, die du kaufst? Gibt es Sachen, die du mittlerweile lieber kaufst und früher mal selber gemacht hast? Ich habe gefunden, Vreni selber Quark machen, das ist eine hohe Schule. Machst du so Zeug auch? Also das Quark, das hole ich natürlich am liebsten beim Heidi. Ich habe gerne Schafquark. Aber sonst, nein, für mich ist es wichtig, möglichst viel selber zuzubereiten. Und natürlich saisonal und regional. Wie sieht es mit Sachen aus, die du ausprobierst? Bist du da eine mutige Köchin? Ich bin sehr mutig. Also bei mir ist immer wieder wilde Genüsse angesagt, aber das Nächste wird bei mir auch das Wursten sein. Also ich möchte gerne mal zum Stefan ins Enterbuch ändern. Er gibt ja Wurstkurs. Aha. Und das werde ich mal machen, ganz bestimmt. Ich habe es wirklich kürzlich einmal gemacht, auch auf einem Bauernhof. Darum habe ich das gewusst mit dem Darm. Es ist einfach, glaube ich, die Kunst der richtigen Gewürze und die Qualität des Fleisches sowieso. Und eine frische Wurst, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe. Man muss sie einfach essen. Aber ist ein Gedicht. Also das stellt jedes Filet in Schatten, schlussendlich. Das Ländliche. Du bist ja eher ein urbaner Typ. Aber so die ländliche Küche hat Einzug genommen in die Stadt, überall. Absolut, ja.
Was kochst du am liebsten? Das kann ich so jetzt gerade nicht sagen. Ich habe sehr gerne Gerichte, die lang schmoren. Ich habe lieber ein Voressen als ein Filet. Lieber Kalbsbrust als ein Entrecote. Und Würste definitiv, das finde ich etwas vom absolut Grossartigsten. Also ich freue mich extrem, um die Würste von Stefan Wiesner zu probieren. Ihr habt ein bewegtes Jahr hinter euch und wir schauen doch noch mal ein bisschen zurück auf die Geschichte von Lorenz und die von der Romana. Romana Die Romana Zumbühl aus Alt-Büron im Kanton Luzern war die Gewinnerin der Landfrauenküche 2013. Der Starkoch Anton Mosima hat sie und ihren Mann nach London eingeladen, in sein Speislokal. Sie hat sogar mitkochen für die High Society im Buckingham Palast. Ein unvergessliches Erlebnis. Wunderbar, super abgeschmeckt. Gewinner von SRF bei den Leuten Mannenkoche ist der Lorenz Graf aus Zürich geworden. Mit seinen aufwendigen, raffinierten und perfekt gelungenen Kochkünsten hat er am meisten punkten bei den Mitstreitern. So hat er seine kleine Stadtwohnung in einen Gourmet-Tempel verwandelt. Wow, jetzt warst du das drauf. Für diesen Erfolg hat sich der Krampf gelohnt. Nach der ersten. Der Lorenz Graf, Romana Zumbühl und der Dani Ziegler. Cool. Hey. Ich habe, nachdem du, oder dort, wo du in London warst, mit dem Anton Mosima, im Buckingham Palace, habe ich ein Radiointerview gehört, das du im Regionaljournal Zentralschweiz gegeben hast, auf SRF 1. Und du warst total aus dem Häuschen. Wo ist das? Wo hast du telefoniert? Das hat mich noch Wunder genommen. Also ich habe hier im Büro von Anton Mosima telefoniert. Und das Interessante war, das Büro ist ja gerade vis-à-vis von der Straße vom Club. Und dann hat er einen Spiegel montiert. Also wenn er im Büro arbeitet, wenn neue Gäste kommen, dann kann er sofort über die Straße hin und die Gäste begrüßen. Dort hast du telefoniert und hast nicht sagen, was er gekocht hat für die königliche Familie. Ist das nur im Vornherein so oder dürfen wir im Nachhinein auch nicht sagen, was er gemacht hat? Mal, ich denke, das dürfen wir jetzt schon sagen. Das geht nicht bis auf London über. Und der Prinz Charles hat gegessen? Richtig, der Prinz Charles hat gegessen. Und der Willi, der Wilde? Nein, der ist nicht gesehen. Nee. Nein, der ist okay. nicht gesehen. Ja, genau. Also der Prinz hat gegessen und du hast für den Prinz gekocht? Ich habe geholfen habe mitgekocht. Was hat es gegeben? Es hat zur Vorspeise ganz viele verschiedene Häppchen gegeben. Da hat es auch einen geräucherten Lachs gegeben mit Salat. Mhm. Und zum Hauptgang hat es ein Rindsfilet gegeben. Und das Interessante war noch, alles, was zurückgekommen ist, der Prinz Charles war der Einzige, der Plattenservice bekommen hat, die anderen Tellerservice hatten. Und da hat es eine Platte mit verschiedenen Rindsfilet drauf, verschiedene Garstufen. Und da ist natürlich die Hälfte zurückgekommen, weil die haben ja einen Plattenservice bekommen. Und wir haben dann nachher ab dieser Platte vom Prinz Charles noch geschnauset. Was der Prinz nicht umbringt, ist auch genug gut für dich. Ja, das haben wir dann noch geschnauset, das Rindsfilet. Und was? Pommes frites dazu, oder was ist der? Nein, das hat dazu Herdöpfelgratin, Blaukabisröse. Okay, wie an einer normalen Taufe. Genau, ja. Genau. Habt ihr Lust, mal in die Küche zu schauen? Gerne, ja. Okay, nehmt Platz eben nicht. Nein, steht auf und kommt. Das wollte ich sagen. Achtung, Frauen, die Jury kommen. Das wäre Vreni, denn das ist der Arbeitsplatz im Moment ein bisschen verwaist von der Monika. Nicole, vielleicht ist das der. Schaut den Frauen über die Schulter und redet mit ihnen. Ihr habt jetzt die Chance, auch mal zu schauen, wie sie arbeiten. Es ist der Gesamteindruck, der nachher am Schluss zählt. Es ist sicher der Geschmack vom Gericht, der bewertet wird. Es ist die Originalität, so wie es angerichtet wird, wie es dekoriert worden ist und vor allem auch, wie die Frauen gearbeitet haben. Sind gerade alle zuerst zum Fleisch. Wer hat das gedacht? Und Vreni, du bist dann die Erste nachher, ja, gell? bin mir bewusst. Vreni, bist im Endspurt. Ja. Und so locker, wie du da stehst, heisst, dass du musst eigentlich nur noch anrichten. Ich bin ziemlich nachher, ja. Gut. Einfach eins hätte ich jetzt noch für fertig zu machen. Bist du gut? Kann ich anfangen? Ja, natürlich. Also. Irgendwann kommt der Countdown. Oh, jetzt kommt der Countdown. Noch eine Minute. Die letzte Minute, Vreni. Vreni macht den Anfang und serviert ihr Gericht mit der Milch der Jury. Jury, darf ich euch bitten, wieder Platz zu nehmen. Die Jury
Beide sollten wieder Platz nehmen, wenn ich euch zurück bitte an Platz. Noch eine halbe Minute. Hast du alles? Kann ich dir etwas helfen? Geht. Mal, du da noch Tee, dann bin ich ein bisschen gut. Und dann daher stellen. Noch 15 Sekunden. Merci. Brot? Ja, stopp. Komm. Gut, stopp. Ja, gut. Service. Hallo. Vreni, Andrea hilft dir. Hallo Andrea, herzlichen Dank für die Mithilfe aus dem Team von Stefan Wiesner. Ihr dürft servieren. Jawohl. So. Ich wünsche dir einen guten. Okay. Super, danke vielmals. Danke. Der Dani mag gar nicht warten, wahrscheinlich schmeckt es so fein. Nein, ja noch nicht. Nein. Mach nur. Okay. Sehr gut, sehr gut. Das ist wie Karamell. Hast du es hinter dir? Ja, Hast du es hinter dir? Ja, genau. Also Fredi, sag noch einmal, was du gemacht hast. Also, das sind alles Produkte von unserem Hof und von der Alp. Der Alpkäse mariniert in der Nussbutter. Nachher habe ich gemacht Milchkonfitüre, etwas Süßes dazu, kann nicht schaden. Du musst auch sagen, das ist typisch Freiburg. Ja, das ist so ein kleiner Hommage an Eidelkuchen. Hast du vielleicht auch schon gehört vom Mortenbiet? Ja, gerade in der Bühne, oder? Ja. Süß muss es sein. Hast du gegessen für 14 Tage? Genau, der Alpkräutertee, wo wir die Kräutchen selber gesammelt haben auf der Alp Islete, habe ich feinen Tee gemacht. Das Trockenfleisch natürlich von unseren Simmentaler Kühen und der Quark. Stefan, sag etwas, wie muss man es essen? Das ist bei deinen Gerichten immer sehr wichtig, oder bei deinen inspirierten Gerichten? Ja, also wichtig ist mir einfach, dass sie so... man sollte nicht einig beim einen bleiben, sondern man muss häufig wechseln. Es ist gleich wie kreuz und quer, spielt keine Rolle. Und das ist sehr wichtig in diesen Gerichten. Nicht, dass man sich an einem Ort versteift und nachher meint, das ist mir jetzt ein bisschen zu süß oder das ist mir jetzt ein bisschen zu salzig, sondern ich möchte immer ein bisschen das Wechselspiel vor Augen haben. Dann hat sie ein Brett genommen, das ist von ihrer Alp, gell? Von der Alphütte, ja. Von der Alphütte, Herzchen ausgeschnitten. Ja, genau. Natürlich Disteln noch. Silberdisteln. Dann der Fond von deinen Kräutchen, gell? Ja, und ein Kuhli darf nicht fehlen. Und der Dani Ziegler sagt uns als Erster, wie er es findet. Also, das stimmt. Ich bin zuerst gerade ein bisschen verschrocken, als ich das Süße hatte. Aber dann mit dem Käse zusammen ist es super. Hat mich ein bisschen erinnert, wie es gibt doch den Senf, den süßen Honigsenf, den man mit Käse isst. Und geht in die Richtung sehr gut. Gratuliere. Romana. Ja. Ich bin ganz überwältigt von der Präsentation. Es ist unglaublich schön. Kommt mir gerade die Kuh Dolores in, wo der Alfred so wunderbar liebevoll umarmt hat. Also man merkt auch wieder die Liebe, die sie zu den Tieren haben, merkt man ganz stark raus. Und die Komposition finde ich spannend. Wirklich mit dem Süßen kommt mir vor wie so ein Nilentafel. Und wenn man es dann mit dem Fleisch und mit dem Käse isst, ist es super. Lorenz. Da kann ich absolut beipflichten. Es ist grossartig, grossartig angerichtet. Und vor allem, je nachdem, wie man es wieder zusammen kombiniert, gibt es wieder einen völlig anderen Geschmack im Mund. Also man kann viel Süßes nehmen, etwas Frisches mit dem Quark, das Fleisch dazu. Ganz eine grosse Kombination. Wie ist das Panzerbrot? Sehr fein. Das haben wir vorhin auch wieder vergessen. Du als ehemalige FHD, hat es dem noch geheißen? Ja. Freiwillige Frauenhilfsdienst. Frauenhilfsdienst, ja. Heute sind Frauen integriert in die Schweizer Armee. Das habe ich vergessen. Ja, passt schon. No. Haben wir etwas vergessen? Ja, wir hätten noch ein bisschen essen. Ich hätte noch so ein bisschen Essen auf das Brot streuen. Hätten wir jetzt nicht gesagt, es ist auch ohne Essen okay, ja? Ich würde sie daheim sowieso wegblasen, aber ihr könnt es vielleicht nachher noch eins probieren. Ja, ist gut. Ist gut, Ist gut, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolles Urteil, finde ich, das du bekommen hast. Merci von der Jury. Besten Dank. Nummer 2.
Alles klar? Ja, wie lange geht's noch? Soll ich den Teller haben? Hast du zu wenig Platz? Ja, Komm, ich tue dir das. Ich muss schon ein bisschen auslegen. Da. Das ist ja so. So, Danke so besser. vielmals, sehr gut. Der Teller ist feurig, süttig heiß, so soll er sein. Du sagst, wenn ich irgendwann noch etwas noch assistieren kann. Danke vielmals. Wenn ich noch ein paar Minuten habe, ist gut. Ja. Wie lange brauchst du noch? 2 Minuten? Wenn habe ich mein Ding? Ja, ich muss noch kurz das Rohgerste abfüllen und dann ist das in Ordnung. Gut. Merci vielmals. Brauchst du einen Löffel? Ja, habe ich hier auch zwei. Danke vielmals. Unsere Jury bewertet natürlich jeden Gang, jeden von diesen 7 Gängen, die wir heute Abend hier kochen. Und es gibt nachher einen Jurypreis zusätzlich zu dem, dass wir die Landfrauen-Küchensiegerin 2014 küren. So funktioniert das. Ein gutes Urteil für die Vreni mit dem Thema Milch, auch ohne Asche. Und da gibt es jetzt eine Gerstensuppe aus Schönbühl im Kanton Bern, Urtenen Schönbühl, mit einem Hauch Bündnerland drin, weil... Jetzt muss ich es richtig sagen. Will Monika ihr Fleisch im Bündnerland trocknen? Genau. Das ist die Verbindung. Das ist so, ja. Das ist ganz wichtig. Jedes Essen hat ein Konzept dahinter, das Stefan Wiesner zusammen mit der Landfrau erarbeitet hat. Mhm. Das sind jetzt Blümchen auf einem normalen Teller natürlich. Eine Suppe ist ja schwierig in einem anderen Gefäß zu servieren. Und es sind alles Blumen und Kräutchen, die im Garten gewachsen sind. Es ist die letzte Minute. Oh, aber es ist Glück. Weißt du, das kannst du mit Bouillon abfüllen. Ja, ist es Merci. im letzten Moment. Und mit dem gehst du nachher an den Tisch, gell? Genau, Das ja. tust du nicht da. Nein. Gut. Also, im Prinzip ist der Teller fertig. He? Nein. Noch nicht? Noch Bündnerfleisch. Was machst du mit der Sami? Oder mit dem anderen Fleisch? Das hier ist natürlich für unser Trockenfleisch. Jawohl. Da kommt noch ein bisschen oben drauf und jetzt kommt da noch ein bisschen geröstete Braugerste Ringsherum. Genau. Halbe Minute. So gut? Ja, passt. Super. Merci vielmals. Voilà. Noch 15 Sekunden, bist du fertig. Wow! Jawohl! Gut, mit dem Ding, ja. Kannst du es so schicken? Ich würde sagen, daheim. Selby! Du darfst servieren, Monika, zusammen mit der Andrea. Merci vielmals. Nimmst du zwei? Schau, ich bringe dir dann noch den Schuh. Es ist also noch nicht fertig und essbar, sondern jetzt kommt eben noch die Suppe dran. Merci vielmals. Ist das gut Genau. so? Habe ich dir alles gegeben? Ja. Also, dann würde ich mit der Suppe anfangen. Ist gut? Schauen wir mal, wie schön. Excuse. Danke. Eine dekonstruierte Gerstensuppe. Habe ich es richtig gesagt, Stefan? Ja, richtig. Es kommt erst im Maul wieder zusammen. Was ist der Sinn davon, dass man das nicht miteinander kocht? Das ist ein Kommt zu uns, Gaumenspiel. Monika, in die Mitte. Das ist ein Gaumenspiel. Man kann natürlich viel mehr aufnehmen und schmecken und auch und Texturen wahrnehmen, wenn alles so pappig ist. Es macht auch viel mehr Freude, es ist leichter zu essen. Und die Blümchen ist natürlich der ganze Garten ist bei ihr drinnen. Es ist der Salsitz und das Trockenfleisch ist da. Dann hat sie noch Sauerkraut, Blaukrautmus dazu gemacht. Dann hat sie die wunderbaren Brötchen noch gemacht mit den Gersten, mit den Braugersten drin. Genau. Das ist ein Hammergericht. Und der Dani ist wieder richtig, er tut ein Dani, bisschen von was dem meinst Kabis Schon, drauf. Und die Romana sagt uns als Erste, wie es ist. Also mal Kreativität finde ich fantastisch. Das Farbenspiel, was mir so gefallen hat, dass die Gerste noch in die Bouillon verlaufen ist. Sehr gut abgeschmeckt, auch noch schön im Biss. Das mit dem Biss ist ja nicht jedermanns Sache. Ich mag mich erinnern, in einer von der Sendungen hat es mal geheißen, ich glaube, Tanja war es, die gesagt hat, ich habe das Gemüse lieber, wenn es ein bisschen fester gekocht ist, also bis es noch ein bisschen weicher ist. Ich habe es am liebsten noch richtig knackig. Das war bei dir, glaube ich, beim Stangensellerie. Und du hast es jetzt
so gekocht, dass es nicht ganz weich ist, so ein bisschen al dente. Ich habe es probiert, ja. Genau. Und Das Mousse ist fantastisch. Also die Komposition, ich bin ganz begeistert. Das werde ich nachher kochen. Lorenz, Graf, Mannenkoch-Chef. Ich kann mich da nur beipflichten, also das Nuss ist sensationell wirklich und auch die Suppe ist perfekt abgeschmeckt. Ich finde es auch toll, wenn es noch ein bisschen Biss hat im Gemüse. Insgesamt wirklich Kompliment. Grossartig. Was hast du in diesem Mousse drin? Also das ist Rohkabis. Ich habe es ein bisschen warm aufgekocht mit Milch, mit ein bisschen Zimt drin, es hat noch ein bisschen Tabasco drin, es hat ein bisschen Knoblauch dabei. Also es ist wirklich viel intensiv, noch ein bisschen verschiedene Gewürze. Und darum kommt es so ein bisschen kräftig über, was gut mal verleiden. Ich will messen, ich kann jetzt gerade nicht sagen. Das ist wunderbar. Das ist die Ablaufung durch. Das ist geschafft. Nein, es ist wirklich... Es kommt darauf an, was man in den Löffel hat. Wenn ich hier die Blüten nehme, ist wieder ganz ein anderer Geschmack, wenn ich das Fleisch nehme oder das Brot nehme. Und das ist super. Also das ist für mich... Wir haben euch nicht zu viel versprochen, scheinbar heute Abend. Monika, super gemacht. Merci vielmals. Danke. Super. So, du hast noch etwa 2 Minuten der Zeit. Sieht jetzt wieder aus wie eine Crème Brûlée. Ist es auch unten, aber nicht Karamell oben drauf, sondern das ist eben der Berner Rosensaft, so ein bisschen eingedickt. Genau, und der hat eine wunderbare Säure auf der einen Seite und ist aber leicht süßlich auf der anderen Seite. Gut. Willst du warten auf den Countdown wegen der Glasse? Oh, ja. Dass sie nicht verschmilzt. Ja. Können wir? Können wir mit dem Countdown starten? Sie wäre so weit. 1 Minute noch. Ist alles gut gegangen? Wir haben jetzt so ein bisschen Soft-Eis-mässig, zum Essen geschmacklich natürlich viel intensiver von den Geschmäcken her. Also das Aroma kommt viel besser zur Geltung. Wir haben jetzt relativ wenig Zeit gehabt, die Glasse fester zu werden, aber es ist natürlich geschmacklich eigentlich viel interessanter. Du darfst servieren, Andrea. Danke, kannst du helfen? Du hast 4 Stück gemacht. Für wer ist das? Das 4. Ja, ich denke, Nick hat sicher gerne noch etwas zum Probieren, so wie ich ihn lernen kenne. Gute. Das sind das 4. Sie dürfen also da probieren, wenn ihr wollt. Löffel mitnehmen und probieren. Perfekt in der Zeit. Selber gemachte Schläufküchli oder Schenkeli, je nachdem aus welcher Region man kommt. Oder Kräpfli, sagt man glaube ich auch noch. Genau. Erklär es noch einmal. Also, wir haben ein Dessert, respektive ihr habt für euch ein Dessert aus 4 Komponenten. 2 davon sind aus dem grossen Thema Zuckerrüben. Das ist einerseits die Glasse, die ihr dort vorne habt. Das Softeis, das ist eine Zuckerrübenkomposition zusammen mit Rosenwasser. Und es hat auch noch Geissenkäse drin, der unsere lieben Geissen symbolisiert. Die hat man ja auch im Film auch gesehen bei uns. Dann haben wir marinierte Zuckerrübenwürfel mit Zuckerrohrschnaps mariniert, ein bisschen Limettensaft und Zucker. Dann eben Kräpfli, die wir auch schon angetönt haben, die sicher speziell die getrockneten Aprikosen sind. Und dann das Crème Brûlée, einerseits mit ein bisschen Thymian mariniert und dann eben statt der Karamell, der normalerweise oben drauf ist, die eindickte Apfelsaft von der Berner Rosen. Und das Spannendste, sie essen auf unserem alten Haus. Hey. Genau, auf dem Abfall, auf dem Abbruch von eurem Haus. Genau. Lorenz, fang an. Also, ich bin ein grosser Käsefan und das Klasse. Hallo, sensationell. Der feine Geschmack, der hinführen kommt, auch in Kombination mit den Würfeln. Ganz grossartig. Ja. Und in welcher Kombination ist es am angenehmsten? Also einfach möglichst wechseln beim Essen. Nicht auf etwas bleiben, sondern immer ein bisschen umgehen. Kann man den Finger rein haben? Mir jetzt denke, die Zuckerrübe ist nicht so süß. Das ist mit Absicht. Ja? Da musst du ein bisschen andere Süße noch dazugeben mit den Zutaten, die du hast. Der Berner Rosen auf der Crème Brûlée. Genau. Genau. Romana, sag.
Das ist eben genau das Spannende, auch, dass wir wieder die Produkte kochen, die wir vor unserem Haus aussen haben. Und die Zuckerrüben, das ist jetzt mit dieser Glasse zusammen. Also eine Komposition, die wir nie Zinko wäre zu machen. Mal weg vom Vanilleparfait, sondern wirklich Mut, wild zu kochen. Unsere Bravo. Jury ist auch da begeistert. Der Dani Ziegler macht den Abschluss. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Süßer. Also schon süß. Ja, klar. Wir haben es richtig verstanden. Aber die Schenkli sehr gut, finde ich. Die haben nicht zu viel Zucker, auch nicht zu wenig Zucker. Wirklich richtig für mich. Da habe ich zuerst gedacht, ja, Crema Catalana kennen wir. Und dann ist es so eine Überraschung, wenn man da reingeht, das ist Aprikose, oder was ist da drin? Nein, überhaupt nicht. Also im Crème Brûlée, nein. Berner Rose und Thymian. Das ist wahrscheinlich das, was okay, das ist sehr gut, habe ich gerne. Ich sage euch einfach eins, wenn es so weitergeht, wird es noch schwierig, heute am Abend einen Jurypreis zu vergeben. Habe ich das Gefühl, gell? Ihr seid schon ein bisschen sehr in der Bredouille. Und das ist ein wunderbares Dessert, das uns Nico gemacht hat. So. Es ist ja so, heute Abend küren wir die Siegerin von der Landfrauenküche 2014. Und wir haben jetzt den ersten Dreierblock durch. Nachher kommt noch ein Zweier und nochmal ein Zweier und dann haben wir die 7 Frauen durch. Und nach jedem Block verabschieden wir uns von einer Landfrau. Und nur eine kommt wirklich in die Top 3. Ins Grüppeli der besten 3 Landfrauen. Und zu dieser Ziehung schreiten wir jetzt, Nicole, zusammen mit dem Vreni und der Monika. Kommt, Frau. Kommen mit. Jetzt gilt es erst für euch. Oh. Es geht um das goldige Kuvert hier hinter mir. In diesem Kuvert steht der Name der Siegerin von der Landfrauenküche 2014. Wir verabschieden uns jetzt gerade von 2 von euch. Da ist leider fertig, aber so wie Ruth am Anfang gesagt hat, klar gibt es eine Siegerin, aber schlussendlich haben wir alle gewonnen. Viel an Erfahrung natürlich, heute einen wunderbaren Abend können erleben, toll gekocht und die Jury können begeistern. Darf ich das Kuvert haben? Da drinnen steht der Name, danke vielmals, Vera. Da drinnen steht der Name von der Frau, die es geschafft hat, unter die besten 3 Landfrauen zu kommen. Wer da nicht drinnen steht, für diese Frau, jetzt in dem Fall sind es 2, ist fertig und ist Endstation. Und eine Runde weiter. Unter den besten 3 Landfrauen von der Landfrauenküche 2014 ist Monika Bernhard aus Urten, der Chef hier. Super, ich gratuliere. Gratuliere, super. Herzlichen Dank. Nico, für dich ein 1000 Franken Gutschein von der Migros. Ihr geht nicht leer heim. Ein schöner Blumenstrauß. Vielleicht könnt ihr ihn nachher kochen, wenn er dann nicht mehr so gut ist. Danke, Vera. Besten Dank. Schön sind wir unsere Landfrauen gewesen. Schön haben wir mitgemacht. Bleibt da stehen. Nicole und Vreni. Und schon am Montag fängt bei euch der normale Alltag wieder an. Dann schaut ihr nicht mehr in ein schwarzes Loch von einer Kamera. Aber wir schauen doch noch einmal eure schönsten Momente an. Die schönsten Momente von Vreni und von Nicole. Komm, Dübi, 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 Dübi. Komm, Dübi, 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 Dübi. Ja, ist es gut? Hey? Ja, gell. Ist es gut, Lisi? Aber sie hat schnell gegriffen, hä? Fast schade für Rache. Ja, nur? Schade, ja. Ja, gewiss. Aber jetzt müssen wir gehen. Jetzt müssen wir gehen, ja. Wunderschön. Durch. Tipptopp. Du kannst schon bereits gehen. Danke vielmals. Warum hat sie mir von allem erzählt? Hast du nicht einmal, dass
ist sich ja nicht wert. Ja! Ist sie schon gut, he? Das ist eigentlich nicht wahnsinnig verrückt. Es ist ein Baileys-Kaffee. Monika ist eine Runde weiter. Vreni und Nicole sind nicht mehr dabei und haben keine Chance mehr auf den Sieg von der Landfrauenküche 2014. Wie hast du es erlebt, Fritz, als Mann von der Nicole, jetzt die Woche, wo sie für die Landfrauen gekocht hat? Also sehr interessant mit den Fernsehleuten, mit dem Menü Jan und Füssel, das wir in dieser Woche zusammengestellt haben und gemacht haben. Sehr, sehr interessant und sehr gut gefallen. Und hat es eure Familie ein bisschen durcheinander gebracht oder kann da gar nicht mehr die Familie erschüttern mit 5 Kindern? Das war schon ein bisschen speziell diese Woche, weil die Kinder zum Teil auswärts betreut waren und wir fast nicht mehr Zeit hatten, die auch noch zusätzlich zu schauen. Aber natürlich sind sie immer wieder zurückgekommen und immer wieder mit Freude gehabt und auch eben eingebunden worden in den Film und in alles hinein. Dann ist es schon ihr seid schon ein recht gutes Team, ihr zwei, he? Nicole und du. Also wir ergänzen uns immer wieder ein bisschen, ja. Aber es hat einen Moment gebraucht, bis ihr euch gefunden habt. Das hat man im Film gesehen. Ja, hat sie nicht wählen oder hast du nicht wählen? Das war nicht immer gleich. Manchmal hat es entweder, manchmal so. Du hast auch mal nicht wählen? Ja, das geht so. Okay, das sind immer nur Frauen. Ja. Okay. Fritz. Deine Frau, der andere Fritz. Die Monika ist eine Runde weiter. Wie ist es vorher mit der Nervöse? Ja, bei mir? Oder? Ja, bei dir. Die Frau weiss ja noch nicht. Die hast du jetzt noch nicht gesehen. Ja, die Frau spüre ich natürlich. Die war extrem nervös. Ich habe es hier Ihnen gesagt, beim Apero, ich glaube, das letzte Mal vor der Hochzeit. Dann war sie ja so nervös. Und seitdem nie mehr so. Und bei mir ist es noch gegangen. Ich kann das genießen, ich habe Freude und bin stolz. Fredi, bei dir? Mit dem Vreni ist jetzt auch die Vreni ist draussen, hat nicht mehr die Chance, die Landfrauenküche zu gewinnen. Also ich bin stolz, dass es mitmachen konnte und dass es das geschafft hat bis dahin, so wie es das eben macht. Genau so soll es sein, das ist eine gesunde Einstellung. Nehmt eure Frauen in den Arm und tröstet sie vielleicht ein bisschen oder wünscht ihnen noch viel Glück für das Finale. Besten Dank! Sie können etwas gewinnen heute Abend, machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Die Frage ist, aus welcher Region ist der Stefan Wiesner? Wenn Sie das Gefühl haben, er ist aus dem Entlebuch, dann wählen Sie die Nummer 0901 54 43 und 01 hinten dran. Wenn Sie das Gefühl haben, der Stefan Wiesner der kommt aus dem Emmental, dann wählen Sie die Nummer 0901 54 43 02. So ein Anruf kostet 80 Rappen. Man kann natürlich bei uns im Schweizer Fernsehen auch immer noch wappen. Machen Sie also mit bei unserem Wettbewerb. Es gibt 3x 3000 Franken zu gewinnen. Und wir hören die Musik. Auf der Bühne parat gemacht hat sich der Mundart Volker, einer der grössten im Moment. Er ist einfach so gross geworden, er ist einfach so aufgestiegen wie ein Komet. Sein Album heisst einfach so, der Song, den er singt, heisst einfach so. Und er heisst einfach so, ganz einfach, Kunz! Die Sonnenstrahl. Von das kommt Musik zum Fenster rein. So einfach wie heute hier geht's fast nie. Die ganze Stadt schläft dabei. So eine Zeit verbringt man nie allein. Und wir feiern an die Grund.
was miteinander am besten ist. Hey. Wir können doch alle irgendwie. Heute ist die Welt mal wieder klein. Und ich werd nie anders sein. Denn wir feiern alle Grund, alles was war und was noch kommt. Einfach so, einfach so. Schleichen ohne Ziel der Nacht, etwas behauptet uns noch wach. Einfach so, einfach so. Es fühlt sich irgendwie so an, als könnte es immer weitergehen. Sing noch ein mit. Auf 1, 2, 3. Und wir feiern alle Grund. Alles was war und was noch kommt. Einfach so. Einfach so. Schleichen ohne Ziel der Nacht. Etwas behauptet uns noch wach. Einfach so. Einfach so. Es fühlt sich irgendwie so an, als könnte es immer weitergehen. Einfach so. Kunz. Das Album heisst so wie der Song. Ist seit dem Frühling in der Läden. Er ist auch auf Tournee. Kunz. Einfach so. So heisst das Album, so heisst der Song. Besten Dank. Und jetzt sind wir beim Heidi und da gibt es das Fleisch. Jetzt gibt es Lamm, angerichtet auf einem Heubett, auf einem wirklich heißen Stein. Richtig, von einem Entlenstein. Aus der Entle. Aus dem Fluss oder aus dem Bach. He? Genau. Noch 1 Minute. Du sagst, wenn ich irgendwie soll im Weg rumstehen oder etwas Gescheites helfen. Ich hoffe jetzt, dass ich es hinbringe heute. Deko noch etwas mit den Blümchen. Da kommt noch das Blümchen drauf. Wo drauf? Aufs Fleisch? So. Auf beide? Nur Genau. auf eins? Da auch? Ja. Es ist ein sehr spezielles Lamm. So wie du es anrichtest. Es gibt eine kleine Überraschung nachher noch. Cha-cha-cha! Auf den Countdown-Schluss fertig geworden. Andreas, du kannst servieren. Zusammen mit der Heidi. Jury, es gibt Fleisch. Und das 4. behalten wir da. Ja. Kann dir etwas helfen tragen? Sagst du es? Und jetzt ein kleiner Moment. Die Überraschung kommt jetzt eben noch. Wir wissen ja, dass es im Entlebuch jemand mal ein bisschen Nebel hat. Musst du mir nicht hauen, Stefan. Unten innen hat es Nebel und dann geht man in die Höhe im Entlebuch und dann ist man über der Nebelgrenze. Lass mich noch fertig reden. Und das soll das Mystische vom Entlebuch soll das jetzt symbolisieren. Da ist etwas drin. Kinder, das solltet ihr nicht probieren morgen mit dem Müsli beim Morgen. Das ist Trockeneis. Da verbrennt man sich mörderisch die Hände dran. Wie hammermässig das aussieht. Ha? Wichtig ist, dass man das auch einatmet. Sie müssen durch die Nase nehmen. Ihr müsst die Nase nehmen, sagt der Stefan. Ihr solltet schmecken, wie das Heu sich jetzt entwickelt. Und vielleicht schnell ein Wunsch an die Regie, weil ich glaube, das Publikum da innen sieht es nicht. Könnt ihr das schnell auf die Monitore geben?
damit man das Wunder auf dem Teller schnell... Brötchen schon dort, ja. Ja. Das ist halt... Ich habe gerade Hühnerhaut. Ich finde, das ist wie ein Märchen. Das ist... Ha? Ich suche mein Fleisch. Also kommt Dani, mach den Anfang. Es ist rein, wie es aussieht, phänomenal, finde ich. Also, mit dem Trockeneis und dass man da wirklich das Gefühl hat, da ist neblig und wo ist mein Essen. Sehr gut, auch das mit dem Heu, das ist mit dem Heu mariniert, oder? Genau. Das Heu, finde ich, schmeckt sehr gut. Das Fleisch hätte jetzt für mich noch ein bisschen mehr Salz. Also ich würde jetzt oben drauf noch ein bisschen Salz das machen. ist, weil sie hat ja salzigen Käse dazu. Ja. Das ist der Feta und da musst du jetzt kombiniert essen und dann tut eigentlich das Salz vom Käse wieder im Fleisch Salz geben. Also ich fühle mich da total daheim, man muss Ja, wirklich im sagen. Luzernischen hast du auch jemanden mal. Ja, und die Kumarine, oder, das gibt ja eine Entspannung, eine absolute Entspannung. Die Geschmäcker jetzt von dem geräucherten Heu bringen so wunderbar in das Lamm rein. Und das Lamm schmeckt man eben gut raus. Also die Komposition ist jetzt genau richtig. Und mit dem Feta, der ist genau, wie es der Stefan gesagt hat, der ist ein bisschen rassiger und in der Kombination also perfekt. Hat der Feta das Gleiche drumherum wie das Fleisch? Ja. Mhm. Das ist also das angesenkte Heu. Ja? Lorenz? Dann natürlich noch Sprachlos. Ein sprachloser Zürcher gibt es selten. Absolut Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wirklich sehr Wahnsinn. Muss ich auch mal ausprobieren. Also eine Kombination, wie der Stefan gesagt hat, mit dem Fleisch, das nicht so salzig ist, mit dem Käse dazu. Ich finde das allgemein interessanter, wenn man Komponenten so mischen kann, dass man eben die einen ein bisschen weniger von süß oder salzig und die anderen ein bisschen mehr. Ich habe etwas Ähnliches gemacht letztens mit Lauch, angesenkt. Dass das jetzt so auf den Tisch kommt, ich finde das grossartig. Und in den Blumentöpfchen, der Dani ist schon probieren, ist das Brot ganz speziell das da habe ich drin. ganz vergessen, Das ist natürlich. nicht mit Wasser kombiniert, sondern mit Molken. Genau, wenn ich Brot backe, tue ich nicht Wasser drin, sondern ich nehme Molke. Und Molke ist nicht etwas, das man rausschmeckt, sondern es hat die Eigenschaft, dass das Brot weniger schnell austrocknet. Heidi, der Effekt hat absolut funktioniert. Ich gehe schwer davon aus, dass wir einen Gang mehr haben, der sehr schwierig zu entscheiden ist, wer den Jurypreis von diesen Landfrauenkochen heute überkommt. Heidi, das ist dein Applaus. Ruth. Oh, das Tomatenchutney. Und du hast da noch Würste geräuchert hier drin, das haben wir gar nicht dazu haben wir geholt. hier Würste geräuchert in Buchenholzwolle. Das ist noch wichtig, in welcher Holzwolle. Und das Chutney ist jetzt alles parat. Bei der Würste geht es noch 2 Minuten. Bis wir die anrichten können. Ja. 2 Minuten darf es nicht gehen, es geht 1 Minute, weil der Countdown der läuft. Dann geht jetzt. es 1 Minute. Okay. Sagst du, wenn irgendetwas helfen kann, ich bin da, der Stefan ist da, wir unterstützen Sie. Ist gut. Das nimmt mich noch schnell Wunder da. Das Frankaroma. Frank Aroma, das ist so ein Kaffeersatz. Ja, ja. Das kennt das Vreni sicher aus dem Militär. Das ist so aus Chicorée gemachter Kaffeersatz. Genau. Und wieso hast du das drin? Ja, und das ist im Brötchen. Im Brötchen hat es von dem Kaffee, es hat Zimt drin, Haselnuss, Splitter. Ja, ist auch ein spezielles 20 Sekunden Brötchen. und dann nachher müssen die Würstchen da drauf Das sein, können wir gell? machen. Gut. Gell, ist gut. Du hättest noch 5 Sekunden. Und Andrea hilft servieren, bitte. Sobald du sagst, dass es schickbar ist, dann geht er mit dem Ja, am Tisch. es ist schickbar. Als Wurst. Ja. Hast du 2 nehmen? Sonst kann ich dir mit der 1 vortragen.
Ja? Ich wünsche dir echt einen guten, gell? Danke vielmals. Danke für deine Hilfe. Ich wünsche auch dir einen guten, gell? Ein guter. Okay. Merci. Er ist der Wurstliebhaber. Der Lorenz ist der grosse Wurstliebhaber und ich würde vorschlagen, dass der Lorenz anfängt mit dem Urteil. Einen Moment. Also, Hat noch nicht viel gesagt. ich finde die Konsistenz der Wurst recht speziell. Sie ist recht zart, hat recht wenig Biss. Ist ja fast wie eine Leberwurst. Ich finde das aber gut. Speziell, aber gut. Was mich halt fasziniert, ist einfach das Handwerk. Dass man einfach wieder zurückkommt aufs Handwerk, selber etwas zu machen und vor allem die Wildkräuter drinnen abgeschmückt. Sind die echten Gewürze, die viele Vitamine, Nährstoffe haben und die wieder den echten Geschmack haben. Und das gefällt mir an dieser Wurst besonders gut. Ich finde die Kombination von dem Chutney, der süßlich ist, und der Wurst sensationell. Ich, der sonst nicht so gerne süß. Scheisse. Aber sonst ja eigentlich noch ein recht süßer bist. Ja. Weissbrötli mit dem Kaffee und mit Zimt, hast du gesagt. Ja. Schmeckt ein bisschen nach Weihnachten vielleicht. Und Haselnusssplitter hat es drin. Gell? Du, Janine, wenn du probieren willst, es hat noch ein Viertes, gell? Wurst ist noch geräuchert, das hast du noch vielleicht Oh, das haben wir vergessen zu sagen. Ja, die Wurst haben wir in Buchenholzwolle geräucht, die er gerne gesehen hat. Hat einfach einmal gerochen zwischendrin. Die haben wir noch geräucht, ja. Das ist natürlich wieder auf dem Buchenbrettli. Und das Buchenbrettli braucht sie wieder für das Hotpot, gell? Ja, dann hast du aus dem Hotpot Scheiter beigezogen. Ich kann dazu nur sagen, ich will nicht mehr zu viel sagen, ich will lieber essen, weil sonst nehmen sie uns wieder weg. Ja. Dann ist es gut. Es tönt ganz nah. Ruth, das ist dein Gang und du hast es wunderbar gemacht. Ha? Danke. Und guck, wir gehen zusammen mit der Heidi. Zusammen mit der Heidi gehen wir zu der Ziehung. Auch von euch zwei kommt nur eine unter die besten 3. Und hat die Chance, am Schluss Landfrau 2014 zu werden. Und vielleicht steht der Name von jemandem von euch da drinnen. Heidi, 240 Mutterschafe haben Freude, wenn du wieder heimkommst. Ruth, du freust dich auf einen nicht so einen harten Winter, wie wir einen Sommer hatten. Und dann geht es richtig los hier oben auf der Alp. Nächsten Sommer mit selber gemachten Würsten. Mit Würsten. Bist du ein bisschen dran gekommen heute? He? Schon, ja. Schon. Komm, Vera. Viertmal. Wir machen dem Ganzen ein Ende. Danke vielmals. Finalistin Nummer 2. Und somit unter den besten 3. Ist aus dem Kanton St. Gallen Ruth Breitenmoser. Danke vielmals. Heidi, das ist für dich ein 1000 Franken Gutschein von der Migros und einen wunderschönen Blumenstrauß. Nimm den mit heim, zurück ins Entlebuch. Schön, wie unsere Landfrau sind. Und auch für die Heidi natürlich. Wir ehren dich mit den schönsten Bildern aus der Sendung von der Heidi. Heidi, gerade gehört. Komm. Komm. Sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Das wird dann noch ein Experiment, den schön rauszunehmen. Ja. Das kann er nicht wegnehmen. Nein. Zum Wohl zusammen.
Danke vielmals, Heidi, für alles, was du gemacht hast, dass du uns in deine Familie hineingelassen hast, dass du uns gezeigt hast, wie das du schaffst und dass du heute noch einmal so fein gekocht hast mit deinem Trockeneis. Das war sehr eindrücklich. Wer weiß, vielleicht gibt es ja bei dir noch den Jurypreis. Also, hört mal, Frauen, ihr seid ja eigentlich wirklich perfekt. Ich habe immer wieder gestaunt. Also das, was man im Fernsehen gesehen hat. Nur sind unsere Kameras auch dann gelaufen, wenn mal etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen. Das sind Hoppelas aus der Staffel 2014. Ist es heiß oder gut? Ist gut. Oh, mein Fleisch muss ich offen. Komm, wir nehmen das runter auf das. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Knusperkruste. 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 Knusper... Nein, scheiß Wort. Knusper... Ja, danke. Knusper... Kruste, Knusperkruste. Knusperkruste, Knusperkruste. Knusperkruste, Knuspermantel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, hey, wie 6 Landfrauen. Hey, und scheinbar schmeckt es ihnen. Really? Ja, du schaust mich auch so an, ich weiss gar nicht, sollte ich noch mehr sagen? A Schlorzli-Flade. A Schlorzli-Flade. Forget it, Mark. A Schlorzli... Oh, yeah. Wie verläuft die ganze Scheiße? Es wird wahrscheinlich ein bisschen besser gehen mit einem Schluck Wein. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, oder? Ja, sehr. Es war wirklich wunderbar bei der Route. Hast du Reaktionen gehabt, auch im Tessin? Ja, jetzt in dieser Woche war es wahnsinnig. Also umso mehr, dass sie es jetzt geschaut haben, umso mehr Reaktionen habe ich von den gar nicht aufhalten, Kollegen Du bekommen. bist im Schlussspurt drin, du hast noch etwas mehr als eine Minute. Und der Countdown läuft. Jetzt muss ich aber abgasen. Was machst du? Kannst du schon da oben machen, dass man die Kamera schützt schon unter den Tisch. Was machst du da? Abgasen, ich musste Gas rein tun, in die Trauben rein. Du hast da eine Traube gehabt? Ja. Und in was für einen Saft? Traubensaft und Verschü. Was ist Verschü? Verschü ist von der Amerikaner-Traube. Etwas wie ein Traubensaft? Ja, ein bisschen sauer. Eher wie ein Essig? Ja, also Verschü ist, wenn die rohen Trauben durchpressen. Das ist eigentlich ein bisschen für also das können wir nicht mehr so. Und jetzt ist das wieder ein bisschen modern geworden. 3 Sekunden. Ja. Haha! Alles, das kann man doch ist alles drauf. Das geht doch noch ein bisschen verteilen. Ja, viel Zeit kann man schon. Was ist das da? Das ist... Peperoncino. Nein, das nicht. Das da. Ah, nein, Entschuldigung, das ist vom Kaffee. Das sind Hütchen vom Kaffee, die hast du auch schon drin? worden sind. Ja, die habe ich auch schon drauf. Gut. Andrea, hilf servieren. Das sieht schön aus, he? Nimmst du den? Ja. Mhm. Und serviert wird auf echtem Tessiner Granit. Wo musste daran glauben, wo mal eine Pergola war. Ich lange dir selten unter den Tisch, aber nur dann, wenn die Serviette runterfallen. So. Komm zu uns, Tanja. Ja, du kannst dich jetzt einfach mal urteilen ziehen. Gibt's gar nicht. Der Lorenz fährt an. Sag schnell eins. Also wir haben Polenta mit Gianduja. Ja, genau. Das ist dort das ist Hellbraune. Polenta mit der Gianduja gemischt.
Und dann nachher haben wir Trockenfleischchips mit Schoki überzogen. Dann haben wir die Americano-Trauben, die in Traubensaft eingelegt worden ist für 3 Tage. Und dann nachher mit Verschü zusammen begast worden ist. Warum tut man das begasen? Kaffee? Also beim Begasen ist es so, wenn du etwas trocknest und dann tust du einen Saft dazu und ein bisschen Säure und dann tust du das in einen Rahmbläser rein, tust 4 Kapseln drauf geben, dann geht quasi die Säure oder der Saft wieder rein. Aber du kannst so spielen. Du kannst natürlich etwas anderes rein tun, als eigentlich... Also es bläst natürlich... Es bläst dann wieder her, oder? Ja. Ah, was? Das kannst du auch mit getrockneten Tomaten ernten. So. ja. Genau. Zum Beispiel, oder mit Sultan rein geht auch ganz gut. Das hier ist jetzt ein bisschen das Wechselspiel. Geht es Dani mit der Süße? Ja, sehr gut. Gut. Es hat natürlich auch noch Paprika. Süße. Ich bin recht heikel, was süße Sachen betrifft. Das ist gerade dort, wo es anfängt, wo man denkt, das ist recht, dann ist es fertig. Das ist gut, das ist super, weil es sind dann immer so die Überraschungen, wo man denkt, okay, das ist ein bisschen süß und dort, wo es dann anfängt süß zu werden, wenn es dann fertig ist, dann ist das toll. Wieso wäre es süß? Die Kombination mit der Schoki und dem Trockenfleisch, sehr cool. Und auch mit dem Canduja, der gut aus der Polenta rauskommt. Ebenfalls ein sehr grossartiges Gericht. Danke. Ja. Dani? Also wenn ich früher einmal gesagt habe, ich will lieber noch ein bisschen Fleisch wie Dessert, haben alle gelacht, aber anscheinend geht es. Ich finde das sensationell. Wie ist es mit der Schärfe? In der Maiskörner ist ein bisschen schärfer drin, aber ich finde es nicht so wahnsinnig. Wahrscheinlich hast du gerade ein bisschen Chili noch verwünscht, ja, genau. Oder? Ein bisschen Peperoncino verwünscht damit oder so. Dann sind wir bei der Romana. Ja, die verschiedenen Geschmackskompositionen jetzt von dem Chili, nachher wieder von der Americano und nachher von der Schokolade zusammen, das ist ein Highlight, muss ich echt sagen. Das hast du super hingebracht. Ich hatte auch gestern das Menü, das du gekocht hast mit diesen 3 Mais. Dass das jetzt wieder gemacht ist in einer anderen Komposition, das hat mir jetzt ganz gut gefallen. Mit dem Cornelio, der vom Knochen Genau. fallen. Also gut. Auch da wieder ein grosses Kompliment von der Jury für Tanja. Und wir sind bereits beim letzten Gericht von diesen 7, das für die Jury gekocht wird heute Abend. Es gibt einen speziellen Jurypreis. Entweder Janine oder Tanja ist am Schluss dann auch unter den letzten 3 Landfrauen. Also, Janine, originally from Canada. Und jetzt gibt es Speck mit Krise und Schokolade. Und die letzte Minute läuft. So schön. Ein Krisenholz ist ja, glaube ich, fast das schönste Holz für mich. Ja, es ist schön, ja. Hast du einen Krisentisch daheim? Ja. Das wäre das Nächste. Was habe ich? Nein, Kiesentisch habe ich nicht. Et voilà. Noch 20 Sekunden. Wir können entweder warten oder du kannst schon anfangen servieren. Du musst servieren. Andrea, wenn du parat bist, dann darfst du schon servieren. Die Jury ist noch am letzten Notizen machen. Machen nur. Machen nur. Du hättest das sieht schön aus. Der Romana ist gerade das Kriseblatt als erstes. Das sieht lustig aus. Nach was schmeckt das Kriseblatt? Natürlich geräuchert und Krise ist, wir schlafen schon 26 Jahre in einem Krisebett und das ist, ich spüre schon meinen Mann. Oh. Sehr gut. Komm, dann bleiben wir doch gerade bei dir. Wir lassen dich noch ein bisschen schwärmen. Ich glaube, da passiert noch etwas mit dir. Wenn wir jetzt würden unterbrechen, wäre es nicht gut. Und jetzt hat sie mir auf Ideen gebracht. Ich muss zuerst probieren.
Also Markus, du musst anfangen, Krisenbett zu schnitzen daheim, gell? Dort haben wir einen Krisensenf. Jetzt musst du erklären. Okay, wo soll ich anfangen mit dem Speck? Huh? Den Speck haben wir mit unserem eigenen Kirschholz so geraucht. Also mein Mann hat sie durch den Häcksler gelassen. Wir haben sie trocknen mit ein bisschen Maische oben drauf. Und wir haben sie also 24 Stunden haben wir geräucht. Dann sie haben dazu Senfkirschsauce. Und das ist eben mit Kirsi, wo ich habe mit Bamix habe ich gemixt, zusammen mit Senf und ein paar andere Sachen. Ja. Dann dazu ist die eingelegte Kirsi. Das ist ein Keimrezept von Fischers. And genau, es wird auch niemand so viel Schnaps dran wie ja. Und dann Brownie dazu. Und es ist nicht, der Brownie ist nicht gemeint als Schluss, als Dessert. Es alles kombiniert. Es ist wieder so ein Akkord, den man aufbaut. Und? Der Brownie ist natürlich auch in der Krise, im Krisenholz. Sorry, ja, genau. Im Furnier vom Krise. Und dazu noch ein Schlückchen liegen. Das du frittiert hast, ja. Und dazu eben Kirschlikör. Und auf dem Krisenholz. Komm, wir lassen mal die Jury reden. Die sind am Geniessen. Romana. Also ich schwebe jetzt hier total. Ich muss sagen, die Komposition jetzt wieder vom Fleisch zu dem Krisensenf und davon wieder zu der Schoki und zu dem Schnäpsli und zum Blatt. Es ist eigentlich sehr ein erotisches Gericht, muss ich sagen. Es beschwingt mich jetzt richtig. Ja. Und also ich staune wirklich. Die Komposition ist so dermaßen genial. Jetzt bin ich richtig im Wackeln. Kannst du jetzt so ein bisschen ja, hör auf. meine Favoriten... Brauchst du ein Glas Wasser oder ein bisschen frische Luft, oder geht's? Es hält mich jetzt gerade ein bisschen um, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, Stefan, du hast mir ein falsches Gericht. Ganz genial. Lorenz. Kompliment. Also ich bin eher ein riesen Speck-Fan. Wer braucht Liebe, wenn es Speck gibt? Aber vielleicht ist Liebe und Speck auch nah beieinander. Die Kombination mit dem Senf, mit dem Speck und dem Käseblatt. Das Käseblatt ist wirklich überraschend schmackhaft und überraschend gute, unterstützende Kombination mit diesen drei Sachen. Beim Schokoküchli da habe ich den Rat noch nicht so gefunden, wie man das zusammensetzen muss. Vielleicht muss ich noch ein bisschen quer durchprobieren. Aber jetzt mal der Rest zusammen ist wirklich grossartig. Und eben, Speck ist Liebe. Dani Ziegler, hast du einen Tipp, wie man das Küchli verwenden kann? Mit was kombinieren? Ja, hast du mit dem Schnäpsli. Ist eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. Nein, es ist, ja, was soll ich noch sagen, ist alles gesagt, es ist ein Feuerwerk. So verschiedene Geschmäcker, süß, dann das Fleisch, dann der Senf, Schnäpsli. Also, Janine, auch du hast wieder einfach etwas Unglaubliches herzaubert. Sie stoßen auf dich an und auf die anderen 6 Landfrauen, die heute mal wirklich wundervoll gebracht haben und sehr feine Gerichte gekocht haben. Dritter Tag, darf ich alle Landfrauen zu mir auf die Bühne bitten? Alle Randfrauen zu uns herkommen. Wir erwarten jetzt in Bälde dann gerade das Urteil. Komm doch ein bisschen zu mir, Stefan. Das Urteil von der Jury. Ihr solltet euch jetzt dann entscheiden. Stefan, was hast du gelernt heute Abend? Was ich gelernt habe? Also ich habe von ihnen gelernt. Das meine ich, ja. Also erstens die Ruhe, die sie ausgestrahlt haben. Dann der Respekt vor euch, was ihr macht. Bei euch, daheim. Mit den Männern zusammen. Und mit den Tieren, mit der Pflanzenwelt. Grosser Respekt. Und für mich seid ihr alle Gewinner. Es gibt keines, wo ich jetzt sagen müsste, das war besser als das andere. Für mich war alles ein sehr hohes Niveau. Ich habe fast gefunden, es ist Sternenniveau. Gratuliere euch. Ein Sternenniveau, das unsere Landfrauen uns heute am Abend serviert haben. Es gibt nur eine Siegerin von der Landfrauenküche 2014 und es gibt nur eine Gewinnerin vom Jurypreis. Es gibt Haushaltsgeräte im Wert von 2'500 Franken. Und der Jury geben wir jetzt noch eine Minute Zeit, sich zu beraten. Ihr seht die ganzen Gerichte auch noch einmal einblenden, so wie sie heute serviert worden sind. 1 Minute Zeit ab jetzt.
Hoffentlich geht es ein Urteil. Komm mal ein bisschen vor, Stefan. Du musst das auch miterleben. Die Zeit ist abgelaufen, Jury. Ihr habt jetzt einen Namen. Ihr müsst zu einem Resultat gekommen sein. Es war, glaube ich, sehr schwierig, Romana. Also, wir sind hin und her. Also, es war so dermaßen schwierig, weil die Frauen haben sich so ins Zeug gelegt mit der ganzen Dekoration. Die Einfälle, die sie hatten, auf ihren eigenen Hof abgestimmt. Sie haben das so mit einer wirklich Perfektion haben sie das gemacht. Und mit so tollen Ideen. Wir haben also wir sind ein bisschen zum Häuschen aus, aber wir haben uns jetzt... Nicht zuletzt natürlich auch wegen der Krise von vorher. Ja. Tut mir leid, gell? Speck. Also, ihr habt euch entschieden und den Jurypreis 2014 gewinnt... Monika. Gerstensuppe à la Monika. Die dekonstruierte Gerstensuppe. Komm, Monika, komm zu uns. Führen. Du musst dich nicht verstecken da hinten. Ich gratuliere ganz herzlich. Schau, das ist der Gutschein von Electrolux. Da gibt es Küchengeräte. Merci vielmals. Was auch immer, was du damit kaufen willst, musst du einfach einen Platz finden, wo du das einbauen kannst. Eine Gerstensuppe. Hammer, oder? Ja, kannst du fast nicht glauben? Ja, das ist die Jury, die das beurteilt. Natürlich auch herzlichen Dank, dass ihr heute Abend bereit sind, noch einmal alles zu geben und zu kochen. Das ist euer Applaus, weil ihr so viel gekocht habt. Und natürlich dir herzliche Gratulation, Monika. Und wenn Sie eine Landfrau sind, vielleicht kann ich ja sogar noch du sagen und bist gerade junge Bäuerin und erst gerade abgeschlossen. Bist vor 8 Jahren noch gar nicht so weit gewesen, dass du dich hättest anmelden bei der ersten Staffel von der Landfrau Küche. Also, wenn sie oder du eine Landfrau bist und nächstes Jahr möchtest mitmachen, dann wäre jetzt die Möglichkeit, sich anzumelden. Nächstes Jahr geht es weiter mit der Landfrauenküche. Wir suchen wieder spannende und kochbegeisterte Landfrauen aus der ganzen Schweiz. Informieren und anmelden kann man sich bei uns unter srf.ch/Landfrauenküche. Wer weiß, vielleicht sitzt ihr hier nächstes Jahr am Tisch. Und bei uns heisst es jetzt noch Janine oder Tanja. Nur eine ist unter den besten 3 von der Landfrauenküche 2014. Vera, gib mir ein bisschen gutes Kuvert. Besten Dank. Und eine Runde weiter. Unter den letzten 3 Landfrauen. Und sie hat noch die Chance, die Landfrauenküche 2014 zu gewinnen. Der Name steht vielleicht da in dem goldenen Kuvert da hinten dran. Die letzte Finalistin ist Janine Fischer. Besten Dank. Danke vielmals. Tanja, das ist für dich ein 1000 Franken Gutschein von der Migros.
Danke. Du hast ein strenges Wochenende hinter dir gehabt, darum geniessen wir umso mehr noch einmal die schönsten Bilder aus seiner Sendung, die erst gerade gestern Abend gelaufen ist. Hast du gesehen? Willkommen. Dankeschön. Zum Wohl. Geht gerade ein bisschen gleich, hä? Ja, ist gut. Stell ich euch noch. Noch einmal beim Mannentisch und mit in diesen Fans, die mitgereist sind. Mario, wie hast du den heutigen Abend erlebt? Ja, toll, super. Ja. Spannend. Trotzdem, Ja, dass es mit der Ruth nicht so geklappt hat. Ja, aber es nicht geklappt. Sie hat eine gute Wurst gemacht. Also ich habe das Gefühl, es hat schon geklappt. Also, hast du das Gefühl, dass mit dieser Wurst könnte nächstes Jahr etwas sein auf der Alp? Du weißt, zum Wursten braucht man immer 4 Hände mindestens. Nein. Es ist aber ein Knüller, ich ja, sage dir. die Wurst ist gut, aber Ja. der Aufwand ist riesig. Vielleicht. Ja. Und ja gut, am Anfang haben wir es eben falsch gemacht. Irgendwie musste ich helfen, da, wo die 6 haben, wo wir die gebraucht haben. Das war recht aufwendig. Und jetzt hat sie, glaube ich, Erfahrung. Und die ersten sind so salzig, sie jetzt gar nicht essen können. Aber sie sind gut. Ja. Peter, was machen die Schafe im Moment? Sind die am Schlafen? Schon bald 10:30? Ja, ich denke es schon, dass sie jetzt am Schlafen sind. Ja. Und wann geht es morgen für dich wieder los im Stall? Morgen bin ich nicht im Stall, aber für die daheim sind, wir um 5:30. Okay. Und dann, der Tag ist lang und ins Bett normalerweise kommst du wann? Ja, 10, halb 11. Gut. Männer, es wird unglaublich spannend. 3 Frauen stehen jetzt davor, umrahmt von allen anderen Landfrauen. Jetzt erfahren wir dann gerade, wer die Landfrauenküche 2014 gewonnen hat. Zuerst für Sie noch der Hinweis: alle Folgen von dieser Staffel und auch die Finalsendung, die können Sie auf DVD bestellen unter der eingeblendeten Adresse. Auf dem Netz auf srf.ch, dort finden Sie übrigens auch sämtliche Rezepte von dieser Sendung von heute und auch alle Rezepte von allen Landfrauen. Sind ihr bereit? Soll ich kommen? Haben ihr Angst vom Schwarzen? Also, kommen wir vor. Unsere Frauen stehen bereit. Sieben Frauen, die sich ins Zeug gelegt haben. Die alles andere mussten warten, mindestens eine Woche. Es waren eigentlich 7 strenge Wochen. Wir waren 7-mal an einem Samstag bei einer Kollegin daheim und haben es lustig gehabt, sind gespannt gsi, haben geurteilt, haben euch geschämt für das, was ihr am Schluss gesagt habt und gehofft, dass ihr immer noch gute Freundinnen bleibt. So war es nämlich manchmal, oder? Ihr habt immer noch die ganze Nacht weiter gefeiert. Am nächsten Tag sind aber schon wieder daheim und haben wieder weiter gekrampft. Ihr habt Unglaubliches geleistet in diesen 7 Wochen. Und trotzdem, das sind Spielregeln, gibt es nur eine Siegerin von der Landfrauenküche. Das ist so, das ist seit 8 Jahren so. Da ist die Siegerin drinnen, da hinten im Kuvert. Und wir ziehen jetzt zuerst den Platz Nummer 3. Darf ich bitte das Kuvert mir zu bringen? Auf dem 3. Rang könnte Monika, Janine oder Ruth sein. Toggenburg, Riechen oder Urtenen Schönbühl, wo wir spätestens seit heute wissen, dass es dort nicht nur Stau und ein Einkaufszentrum gibt. Oh je. Auf dem 3. Rang ist Monika Bernhard aus dem Kanton Bern. Urtenen Schönbühl. Schau mal, du kommst nicht aus dem Geschenkchen raus. Ein 3000 Franken Gutschein für dich von der Migros.
zum Verputzen. Schau, dass du den selber ausgibst, oder? Der gehört einfach dir. Und der Blumenstrauß, wie gesagt, auch da, wenn er nicht mehr gut ist, kannst du am Stefan bringen und der macht das Menü draus. Alles klar. Monika, schön hast du mitgemacht und alles Gute und Gratulation zum tollen 3. Platz. Danke vielmals. So, und jetzt das Siegerkuvert. Den ganzen Abend ist es still und leislich da hinten gestanden und hat gewartet, dass ich komme und es aufreisse. Ihr habt das selber entschieden. Freitagabend für Freitagabend habt ihr einander Noten gegeben. Geht's? Ich glaube, ich brauche ein Schnäpschen. Entweder ist es Ruth aus dem Toggenburg oder Janine Fischer aus dem Kanton Basel-Stadt. Es kann ja sein, dass jetzt plötzlich eine Alp übervölkert wird und alle können Würste essen. Oder es könnte natürlich auch sein, dass ihr gleich keine Krise mehr habt an den Bäumen, weil alle kommen und sie vorher klauen, bevor ihr sie ernten könnt. Weil es Krise sind von der Siegerin von der Landfrauenküche 2014. Oder es ist ja so, dass ich glaube, dass eine Alp im Kanton St. Gallen ganz viel mehr Gäste hat nächstes Jahr. Die Siegerin von der Landfrauenküche 2014, Ruth Breitenbasler! Das ist dein Preis und Nico Gutschein wert von 6'000 Franken. Ganz herzliche Gratulation. Ruth Breitenbasler und Janine Fischer, 5'000 Franken für dich. Ganz herzliche Gratulation. Wenn Sie mitgemacht haben bei unserem Wettbewerb, dann sehen Sie Ihren Namen jetzt. Da bekomme ich sogar. Marlies Buchmüller aus Oftringen, Sonja Baumgartner aus Hinwil und Anna Zungbühl aus Grafenort. Herzliche Gratulation. Sie haben einen 3'000 Franken Gutschein von der Migros gewonnen. Wir feiern da noch weiter. Wir haben eine tolle Stimmung gehabt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Herbst, viel Sonne, alles das, was ihr verpasst habt. Im Sommer gute Zeit. Jetzt geht es weiter mit der Tagesschau. Tschüss, danke. Ciao, Gossau. Merci vielmals.